Grüß euch, servus, grüß die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bohr. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon verreit. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klaus zupft auf der Gitarre. Als Backel spielen wir nach dem Wiener Schach. Die Quetsche klingt heute super fein, die Kontrapumpe hinten drein. Und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum, Leidl, grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bohr. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorweit. Das Wiener Lied ist sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch Gott, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe einer Pawlatschen hier aus der Klause Klaus, aus dem wunderschönen Batschenau. Nummer 276 haben wir heute. So schaut's aus. Ich freue mich wieder, danke hier Gast sein zu dürfen. Ist mir immer eine große Ehre und vor allem eine noch größere Freude, muss ich ehrlich sagen. Freude ist ganz auf meiner Seite. Schön, dass du bist. Schön, dass ihr da seid. Grüß dich auch von meiner Seite her. Heute ein wunderschöner Tag, mehr oder weniger, also zumindest ein trockener Tag in Batschenau. Gestern ja leider Regen und Kälte, deswegen musste auch das Kurkonzert, das ja ein Open Air ist abgesagt werden. Leider. Ja, so ist das Leben. Heute umso mehr reißen wir an. Der Patrick ist heute gekommen zum Mittag, wir sind gleich postwendend zum Wirten, haben wir was gegessen, sind daraufhin gleich ins Café, in die Kaffeekonditorei, Wienhofer in Kirchschlag. Ja, haben wir einen Kaffee getrunken. Richtig. Und ein Eis gegessen. Gutes Eis, Ein muss gutes ich sagen. Eis, Sehr ja. gutes Eis gewesen. Aber Ja. trotzdem, aufgrund der Süße, sind wir gleich wieder zum Wirten zurück und haben uns ein Bier gehabt. Wegen der Siersen. Ne? Dass der süße Geschmack wieder weggeht. Ne? Dann sind wir wieder auf in die Klause. Haben nicht etwa ein Päuschen eingelegt. Nein. Au contraire, muss Ja, man aber was sagen. soll ich da sagen? Wir haben geübt. Wir haben geprobt und geübt und arrangiert und so weiter. Nein, und so zuerst einmal fort, ja. Schnaps trinken, weil wir vom Bier noch so Also, Ding aufblasen. ja. Das ist der Hintergrund. Genau, Ein genau. Blick in den Chat. Sabine Sass ist da. Guten Abend, grüß dich Gott, servus. Ja, grüß dich. Möge euch zu Pfingsten heilige Weingeist erleuchten, bravo, Sprachpolizei. Ja. Wie schon so sein. Rudi Korbis ist da, Rodolfo Corbessa, jawohl. Schönen Pfingstmontag. Abend, sagt der Hannes Spießleiner, grüß dich Gott, Ja, grüß dich, ebenfalls, servus. grüß dich Gott, servus. Ein würdiger Pfingstabschluss, die Pawlatschen, schönen Abend. Miteinander, sagt der Franz M., servus, grüß dich Gott. Busel, Andi, euch. Isabella. Der Maber ist da, Fritzl, Stadtguss, unser Grand Seigneur und, wie wir sagen auch, Professor, natürlich. Ja, ist ganz klar. Susanne Moser ist da, grüß dich. Jawohl. Der Wolfgang, schönen Pfingstmontag ebenfalls. Die Hetty, wunderschönen Pfingstmontagabend wünsche ich der ganzen Pawlatschisterie. Fein, freut mich sehr. Jo, alle sind da. Schönes. Patrick, ich würde vorschlagen, du gehst zum Kühlschrank. Ich walte meines Amtes, wie Ja, immer, bitte. ja. Weil Geht's dort im ist der Wein. und hol einen Wein. Wieder ein selbstbezahlter, das mir von dir nicht. Ja, da ist Klaus selber lädt zu- ein heute wieder. Ja, was soll ich machen? Ich hole einen Sonnenhof. Bitte schön, hol ihm her, trinkt man halt. Was soll denn sonst passieren auf dieser Welt? Eik hast du heute auch, also wir lassen jetzt den Ofen schon ausgehen, oder ist schon fast am Ausgehen, aber so ein kleines Einheitsal war schon Not, weil sonst war es ein bisschen ungemütlich. Georg Scheurer ist da, Bornanota in Sieme, grüß dich gut. Jawohl, da Mann. Schenk ein. Grüne Veltliner aus dem Kamptal. Ein 21er. Jawohl. Mittelhessen vertreten jetzt endlich nicht nur durch Maber, sondern auch durch den Landtagssturm. Grüß dich Gott, servus. Schau so, Manfred Graf ist am Start. Grüß dich Manfred, schön, dass du da bist. Sehr schön, sehr schön. Ich wollte den Weinkühler etwas näher holen. Ne? Hol ihn her, einen Weinkühler. Schau nur, dass er nicht dich verdeckt und Nein. mich auch nicht verdeckt oder so. Passt gut. Passt sehr gut. Ein Wohlig.
Fall. Nun denn, Einmal in meine diesem Lieben, Sinne, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt auch ein Glasl. jawohl, Was auch immer. gesegnete Pfingsten alle. Jawohl, gesehen. Auf den Heiligen Geist, respektive, wie es der Spruchpolizei schon gesagt hat, möge der Weingeist helfen. Ja. Gut schon wie letztes Mal. Ja. Ein super Wein. Recht resch, aber gut. Und durchaus ein resches Tripferl. Ja, aber der hat was. Also, hat nichts, aber er hat was. Na Gott sei Dank hat er nichts. Christian Sommerauer ist da, der Sumsee, bravo, schönen guten Grüß Abend. dich Gott, servus. Einmalig. Ja, pass auf, da mal gar nicht viel reden. Bist du daheim oder bist du draußen? Haha, Christian. Das ist gut, bist du daheim oder bist du draußen? Wo bist du? Was heißt das draußen, im Garten oder was? Na, kann es sein, dass er am Ansitz ist. Ach so, ne? Kann sein. Wolfgang kurz ein Bier, bravo. Bravo. So, Sprachpolizei zum Georg Scheurer. Servus, Schurle. Ja, da hat sich echt wirklich, glaube ich, der Georg Scheurer wahnsinnig gefreut. Weil er quasi die Novachskapelle Ja. in Waller Sprachpolizei eben seit fast 50 Jahren kennt. Und sich Als Fan und er sozusagen. wieder getroffen hat nach all den Jahrzehnten. Na, sozusagen. erstmals Was? persönlich. Erstmals, getroffen. ja. Und dann erstmal hat er gesagt, ja Wahnsinn, ne? Das hat lang gedauert. Olmers ist da. Wein ist das schönste Geschenk der Natur und die Menschheit. Olmers Und da muss sofort das Schluckeln immer. Auf das wird trunken, weil man auf geniale Aussagen muss man nur trinken. Herrlich. War die schon Heiliger Geist gefangen? Ja, eine Spießler. Ist gut. Ja, nein, wir waren eigentlich nur beim Wirten. Wir sind ehrlich. Im Dienst, sagt der Sumsee. Am Dienst. Super, Ja, das gefällt wunderbar. mir wahr. Dann wünsche ich dir einen ruhigen Dienst, Ja. eine ruhige Nacht. Absolut. Möge der Notruf nicht allzu Nicht oft, allzu oft kommen. oder ja. am besten gar Gar nicht. nicht. Genau. So, was reißen wir noch? Patrick, was reißen wir noch? Ein Klassiker. Nicht? Bitte schön. Für mich ein Klassiker in der Zwischenzeit, wenn wir so beim Wein sitzen. Mir selber die Nummer eigentlich wirklich sehr gut gefällt im Laufe der Zeit. Wirklich. Es ist ein Highlight, glaube ich, des Jahres für mich. Ja, das ist eine recht eine humorvolle Nummer. Ja, und das nicht. Aber das ist wirklich leid. Ja, super. Wird, kann man jetzt schon sagen, wird bei den Brettelspitzen demnächst im Juli. Wir haben im Juli aufnehmen Im Juli und wird sind im wir draußen. Oktober gesendet dann. Oktober, ja. Diese Okay. Folge, ja. Mhm. Also das können wir euch jetzt schon, das dürfen wir sagen, welche Lied, oder? Dürfen wir Puh, das sagen? weiß ich gar nicht, ob man das sagen darf. Dürfen wir das Ui, sagen? ich weiß gar nicht. Jetzt haben wir es halt gesagt, nicht? Aber Naja, wir haben noch nicht gesagt, welches Lied. welches Lied, ja, genau. Dass wir gerade das Lied jetzt spielen, dafür kann ja ist ein keiner was. Zufall Ne? jetzt. Also, Ja, und dass das andere, was mit Meidlag zu tun hat, Ja, ist auch mein Gott, ist nein. wieder so ein Hang. In Wein liegt Wahrheit und Bier macht blöd. Ich bleib beim Bier. Bravo. ÖH auch Blatt. Blatt hat er und gemeint. wem ist das? Na, Wolfgang. Der In Wolfgang. Wein liegt Wahrheit Jawohl. und Bier macht Blatt, nicht blöd. Ja, der Sums ist eine Feuerwehr. Notruf erreichbar. Also überhaupt beim Blaulicht Niederösterreich sozusagen. Also von alle Notrufe kommen dort hinein. FF-Notruf. Alles kommt dort rein, was irgendwo Freiwillige ist. Ja. Feuerwehr, ja. Ja. Na gut, dann reißen wir an. Gehen wir's an. Reißen wir an. Herr Doktor, ich fühle mich nicht wohl. Verschreiben's mir, wenn's geht, an Alkohol. Ich brauche für mein Kämpfer ein kurz Trepfer und für mein krankes Wamperl ein kurz Stamperl. Was sie da alles haben in ihrem Schrank, die Pulver machen mich erst richtig krank. Drauf sagt der Arzt, ich gebe ihnen ja recht. Ein Viertel auf Rezept war gar nicht schlecht. Jo, ein Wein auf Krankenschein, das müsst's gehen. Und die Kranken täten wieder gesünder leben. Keiner müsste Flaschel heimlich wo verstecken. Ein gutes Trepferl hat jede Apotheke. Denn der Wein ist doch die beste Medizin. Und das weiß schon jeder gute Arzt in Wien. Fühlst du dich krank und es verlässt dich deine Kraft, verschreibt er dir sofort den edlen Riebensaft. Und wie dein Schmerz mir mal zur Qual, da greife ich zu meinem Weinregal. Da bin ich dann mein eigener Mediziner, mit einem Traminer oder einem Veltliner. Und bin ich traurig und muss recht viel warnen,
Der Krieg hilft ein guter Schluck Silvaner. Ah ja und eins, das muss ich euch noch sagen. Ein Ruder, der ist wirklich gut für den Mann. Ja, an Wein auf Krankenschein, das wissen's gehen. Und die Kranken werden wieder gesünder leben. Keiner müsste Flaschen heimlich wo verstecken. Ein gutes Rebfall in jede Apotheke. Denn der Wein ist doch die beste Medizin. Und das weiß schon jeder gute Arzt in Wien. Fühlst du dich krank und es verlässt dich deine Kraft, verschreibt er dir sofort den edlen Rebensaft. Jawohl, ich kann nur eins sagen, Prost, meine Lieben. Das ist mein Lied. Nehmen wir ein Tröpferl Medizin. Ja. Also der Sumsi weist darauf hin, nur 1, 2, 2. Also nur eins. Ich glaube, das kommen alle zu dir. Ja, wer sollten alle da hinkommen? Wer sollten da alle hinkommen? Ich glaube, das ist so die Einsatzzentrale des gesamten Blaulichtmilieus. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht. Glaube ich. Sozusagen, ja. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht bei uns. Weil, ich weiß nicht, zu wem es geht, wie heißt denn da diese internationale Not 112, oder wie die heißt? Da wirst du auch zur Polizei kommen, schätze ich mal. Nicht? Ja, 133, ja. Polizei 122 ist die Feuerwehr, 144 ist die Rettung. Die Rettung, genau. So ist es. Ja, ich meine, im Prinzip wird es wurscht sein, wie du es da anrufst. Wird das schon helfen, hoffentlich. Hoffentlich, ja. Da schau her, Manfred Graf, 10 Euro sind letztlich zu euch rübergewachsen per Überweisung. Manfred Graf, ein Schluckerl. Dankeschön, sofort. Ich danke dir recht narrisch. Steht ein altes Haus da drunter am brillanten Grund. Kennt ihr das, meint der Sprachpolizei? Na, sagt mir gar nichts. Na, steht ein altes Haus da drunten am brillanten Grund. Muss ich ehrlich sagen, leider nein. Ja. Na, Der Olmes darf schon, wer den Hillinger Wein probiert. Der wird immer so gehypt, aber noch nie ein Tröpfel davon getrunken. Oh, ich habe schon wir mal was sagen. Durchaus gute Weine, ja, ja. Ich finde auch, also die Hillinger, ich meine, ob der Hype und das alles dafür spricht, sei dahingestellt, aber grundsätzlich, also ein schlechter Wein ist er nicht. Grundsätzlich sind das solide Weine, ja, absolut. Schlechter Wein ist nicht. So, der Sumsi sagt genau, und damit hat er gemeint, meine Aussage. Bitte hat's noch mehr ein paar Achteln rein. Lasst doch den lieben Klaus einmal wirklich hochleben für seine Intelligenz. Danke. Muss ich ehrlich sagen. Für mein Wissen. Das Wissen ist ja Wahnsinn. Für mein Genie. Das ist so arg, wenn wir es auch wieder nicht herstellen. Nicht? Aber lassen wir es. So, Ja. ich meine, was sich da anspielt, in diesem Hirn. Unglaubliche Szenen. Das ist, kannst du dir nicht vorstellen. Erzählen wir es nicht. Ich will es eh nicht nochmal durchgehen. Da spielt sich was an. Schau, der Franz Sem sagt, ein Trepferl, das war ein ordentlicher Tropfen. Naja. Ja, da nehmen wir noch ein Tröpfchen. Warte, ich muss noch meine Medikamente nehmen. Das ist auch super. Stell dir vor, da gibt es diese Pillendosen, nicht, mit was morgens, mittags, abends, Nacht und so. Und stell dir vor, das ist so als Stifterl Batterie. Nicht? Ja, das war was. So à la Rutgerscher Dopplermeter, das ist so ein Stiftelmeter, nicht? Oder was? Ja. Der Stiftel Halbmeter. Was ich da vor dem Frühstück soll ich auf nüchternen Magen nehmen. Muss ich schon ein Achtel nehmen? Ja. In der Früh, Und den Rest ist ja nicht mehr nüchtern dann. Ne? Jawohl, die Sperkis und die Riedels. Grüße aus der Südsteiermark. Jawohl. Grüß euch, meine Lieben. Grüß euch gut. Ja, für so ein Fritzl Stadtguss hat man 8 Leine mit dem Zusatz Klaus. Jawohl, Fritzl, auf die kann ich mich verlassen. Meine liebe Sperkis, hat der Roland, besonders an dich, eine Frage, es hat schon wandern auch gegangen, gescheit? Also, es hat schon... Oder nur von einem Haus zum anderen? Ja, ist wieder kränkt. Ja. Ist wieder kränkt. Hey, der Südsteiermark hat es nicht kränkt, das war schön wahrscheinlich. Nein, das ist nichts. Ja. Macht auch schon ein Junior beim Leo seine Weine, ja, na klar. Na klar. Aber wie gesagt, Ja, die Healing, also gut gehypt, sagen wir mal so,
der Leo Hinglinger hat einfach ein Gespür gehabt für unglaubliches Marketing, PR. Absolut. War einer der ersten in den österreichischen Winzer-Umgebungen meines Wissens, der eben auf das aufgesprungen ist. Und ja, also das muss man mal sagen. Wie gesagt, und ich habe noch keinen schlechten Wein getrunken. Muss ich auch ehrlich sagen. Freilich jetzt so, dass du sagst, wow, ich gebe alles für den Wein, weiß ich nicht. Aber sie sind schon sehr gut. Und die vom Alten waren überhaupt sehr gut. Schau, der Wolfgang, ich hab noch gar nichts getrunken und vertipp mich schon. In der Köhler Gasse sind sie ganz verlassen. Jesus, na, haben wir das drauf? Und was für ein Ton spielen wir das? Das sagen in C, wenn es mir spielen. Das sagen in C, na gut. In der Köhler Gasse sitz ich ganz verlassen auf ein Stein außen um die Wand. Sag mir, du mein Steindl, du mein liebes Freundl, das kommt nur vom Weindl ganz allein. Na, das kommt vom Herzen, von den Liebesschmerzen, wie immer, ja, wie immer. In der Köhler Gassen, ich kann's gar nicht fassen, sitz ich ganz verlassen und ich warn. Ich glaube, die Strophen weiß ich nicht. Köhlerpartie. Erst kommt der Regen, dann kommt der Tier, dann kommt der Köhlerstieg, dann kommen wir, dann kommt ein Schunkenwein und dann der Wein. Jo, so eine Köhlerpartie, die ist fein. Okay. Da, 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 da. Der liebe Rost. Heute Morgen fahren wir einmal auf eine Köhlerpartie. Du gehst mit, er geht mit, ich geh auch. Da fallen mir ganz sicher so wie noch nie. Du fällst er fällt und ich fall an. Alle Fasseln wurden schon geben, meine Herren, was von anderen zum Austrunken werden. Und hin geht's am Abend und heim in der Früh. Du sagst ja, er sagt ja und ja sag ich. Zuerst kommt der Wegen, dann kommt der Tier, dann kommt der Köhlerstier, dann kommen wir, dann kommt ein Schunkenwein und dann der Wein. Jo, so eine Köhlerpartie, die ist fein. Wir einmal in den Himmel hinein. Du fährst mit, er fährt mit, ich fahr auch. Der Himmel liegt unter der Erden beim Wein. Das siehst du, das sieht er und ich sieh's auch. Schon die Sonne an jeden Durst, der verloren geht. Ich hab meinigen Gehstopp im Fett. Ein Reschel war immer mein seligster Traum. Du sagst ja, er sagt ja und ich halt's zusammen. Zuerst kommt der Wegel, dann kommt der Tier, dann kommt der Köhlerstier und dann kommen wir, dann kommt ein Schunkenwein und dann der Wein. Jo, so as Köhlerpartie, die ist fein. Mei, heute sauft so viel wie ich, daher die große Sympathie. Wir haben da beide ein System, das ist vernünftig und sehr bequem. Oh, wie
wie ein Rausch, als wie ein Haus. Nimmt's mich beim Knack und bringt mich zu Haus. Aber das nächste Mal ist wieder umgekehrt. Ich bring mir alte heim und Haus und Erd, jawohl. Zwar noch nie in F gewesen, aber was macht Nein, das macht ja nichts. Ich mir gedacht, wenn wir schon in F sind, können wir schon in F spielen. Ne? Gib es die. Ist ja Wahnsinn. Achtel vor. Ja, das gefällt mir sehr von euch. Danke euch recht Der schön. Aaron Acker ist mit dabei. Einmal Peter Brachtl hat sich dazu gesellt. Der 4 mit Sterndal, Dankeschön. Vielleicht spielt sie jetzt mal was mit leichterem Text. Morgen haben wir was schön. Morgen haben wir Schellweh, jawohl. Nein. Ich glaube, gestern hat es viel Vatertag gefeiert. Felix Lucan ist auch am Start, grüß dich Gott. Servus, grüß dich Gott. Du, war ein spontan Potpourri? Ackerl Christoph ist auch da, ja. Also, ich freue mich schon sehr, wird bei uns auch ich möchte gleich weiterführen. Achso, ja, gut, dann wir werden uns ja in Lidscha auch sehen wieder. Ich habe auch schon das Quartier noch einmal nachgecheckt, zum 3. Mal jetzt letzte Woche erst. Das ist alles für uns reserviert und alles vorbereitet. Also ist kein Problem. Es wird alles funktionieren. Und Ackerl, ich glaube, das müssen wir mit dir auch noch reden, weil es gab von der Festivalleitung, wie heißt denn es, eine Anfrage zur Kooperation. Ja, aber da müssen wir noch dann drüber reden. Das müssen wir noch besprechen, ja. Jawohl. Schau, wenn möglich, bitte über Hausgegner peitschen, Sprachpolizei, das machen wir. Erfolgreiche Musiker, nur nicht meine Einladung übersehen. Jawohl, habe ich schon gesehen, nur da haben wir schon probt und alles. Werde ich dir natürlich postwenden, ich sage mal morgen, kriegst du meine Vorschläge. Ich freue mich sehr. Könnt ihr euch jetzt schon fixieren, am besten das jetzt schon Kanal abonnieren von der erfolgreichen Musiker. Natürlich in erster Linie interessant für Musiker, muss man jetzt auch ehrlich sagen. Ja. Und für Musik Interessierte natürlich, weil schon viel so Interviews, Podcasts ist, mit ganz spannenden Leuten aus der Musikszene und auch sozusagen aus den Reihen, die man nicht so sieht. Tontechniker, Veranstalter, ja, und so, genau. Manager, Produzenten und so, also die geben da ihre Sicht und das ist natürlich ganz eine tolle Geschichte, absolut super. Wirklich leibend. Ja. Und ich freue mich sehr, wirklich, für mich sehr geehrt, dass der Emi auch mich da um mich nicht herumgekommen ist, vielleicht weil er höflich ist einfach nur. Das ist reine Höflichkeit. Ja, nehmen Blatt halt einmal rein, ist ja wurscht, nehmen es halt auf. Nein, aber ich glaube, da gibt es wirklich interessante Songs und werde entsprechendes schreiben. Und wir werden einander ja ohnehin, glaube ich, sehen bei der AKM-Mitgliederhauptversammlung. Genau. Ja. Da sehen wir uns sicher, oder? Ich hoffe doch, ja. Ja, bestimmt. Da bitte als Vorstandsmitglied der AKM. Hat er ja gefälligst dort Hat er dort zu erscheinen, jawohl. Was denn? Ja, wo ist Susanne Faber? Ist auch schon da. Ja. Na gut, pass auf, dann machen wir gleich. Was war das? Nein, aber Hausknecht bei Peitschen, Sprachpolizei. Ja. Gute Idee. Ich hab auch einmal gelacht und viel Dummheiten gemacht. Ich hab aufgehört und Draht und an nix war mir leid. Der Mann hat sich jetzt auch verranzt. Ich hab gesungen und tanzt. Ganze Nacht hab ich gewalzt und mein Peitschen hat geschnalzt. Eine Fiaker Natur mit einem gesunden Hamur. Wenn ich denk, wie das war, heut ist längst alles gar. Oder Hausknecht, mein Peitschen, schöne Könnerin, mein Hut. Und dann fahren wir schön langsam statt vor, dass das Leben nur ein Kreuzweg ist, das hab ich längst erfahren. Und dass manches Mal ein Pumper macht, grad in den schönsten Jahren. Auja Hussassa, jojo, Hussassa, auja Hussassa, jojo, Hussassa. Frisch lackiert war mein Wohn,
Mein Geschäft hat was dran, jedes am Grund hat mich kennt. Und der Gulden ist gering, immer modisch das Gewand und auch sonst gesund beieinander. Mit einem Flins hab ich da einen Fredel, das aber erfahren. Zuerst die nobliche Tugend, dann die nodige Tugend. Wenn ich denk, wie das war, heut ist längst alles gar. Nicht mein Bettchen, schöne Könnerin, mein Hut, und dann fahren wir schön langsam statt fort, dass das Leben nur ein Grenzweg ist, das hab ich längst erfahren. Und dass manches Mal ein Pumper macht, grad in den schönsten Jahren. Ja, hussasa, ja, ja, hussasa, ho. Ja, hussasa, ja, ja, hussasa, ho. Wunderbares Lied. Wunderbares Lied. Mit besten Nasen muss ich mich heute noch ärgern. ja. Was ist da? Die Achteln fallen rein. Das ist schön. Danke schön. Ja, der Emil ist gut. Ich bin nicht um dich herumgekommen. Es ging nicht. Ja. Das glaube ich. Jawohl. Das Fix bei glaube der ich. AKM sehen wir uns. Jawohl. Bespreche ist kein Problem, wenn der eine AK bin in 2 Stunden da. Scherz. Ja. Das letzte Mal, wie du das gesagt hast, warst du wirklich dann da. Ui, Sprachpolizei 20 € PayPal nebenbei euch eingeleitet. Das ist ja Wahnsinn. Und da kriegt man noch ein Schluckerl. Danke. Jawohl. So, Herrlich. die Reblaus, Felix Luckern. Ja, machen wir die Reblaus. Heute machen wir die Reblaus. Heute machen wir es, ja. Schon der Wolfgang war brav. Ich habe heute immer mit Pausen ca. 3 Stunden meine BSAs-Tests gequält. Brav, Wolfgang. Brav. Wer nicht weiß, was gemeint ist, ist die steirische Harmonika. Ja. Jawohl. So, na gut, Reblaus, ja? In. Dora. Bist du sicher? Dora, ja. Ich weiß nicht, was das ist, ich trink so gern ein Flascherl Wein. Da muss kein besonderer Anlass oder gar ein Sonntag sein. Ich sitz so stundenlang allein auf einem Fleckerl, in einem Weinlokal, in einem stillen Eckerl. An anderen Menschen wäre das vielleicht zu dumm, aber ich bin selig und ich weiß genau warum. Ich muss im früheren Leben ein Reblaus gewesen sein, sonst wäre die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drum tu den Wein ja nicht trinken, ich tu ihn beißen. Ich hab den roten grad so gern, alles wie den weißen. Und schwören könnte ich, dass ich eine Reblaus gewesen bin. Ich weiß bestimmt, ich hab gehaust in einem Weingarten bei Wien. Drum hat den Gumbolzkirchner ich so vom Herzen gern. Und wenn ich stirb, möchte ich ein Reblauser wieder werden. Ich hab mir schon als Kind gedacht, ja, was kann denn das nur sein? Wenn die Mutter mir eine Milch gegeben hat, da wollte ich schon einen Wein. Ich konnte damals schon die Mühle nicht vertragen. Wir haben sie darauf gestellt und umdraht war mein Magen. Nach langem Hin und Her studieren, da kam ich drauf, warum eine Wein ich lieber wie eine Mühle sau. Weil? Ja, ich muss im früheren Leben ein Reblaus gewesen sein, sonst wär die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drum tu den Wein ja nicht trinken, nein, ich tu ihn beißen.
Ich hab den roten grad so gern, als wie den weißen. Und schwören könnte ich, dass ich eine Reblaus gewesen bin. Ich weiß bestimmt, ich hab gehaust in einem Weingarten bei Wien. Drum ob den Grundwaldskirchner ich so vom Herzen gehen. Und wenn ich stirb, möcht ich ein Reblaus wieder werden. Jawohl, die Reblaus. Die Reblaus. Lamperti mit Seisalvo, Georg Scheurer. Daumen hoch nicht vergessen, sagt Aaron Acker. Zu Recht, zu Ja, Recht. bitte darum, unbedingt, bitte achten Sie darauf, wenn Sie hier zusehen und mitschreiben, auch den Daumen nach oben zu drücken. Das ist schön gesagt, das hast du schön gesagt. Das hast du schön gesagt. Fast, Fast poetisch. fast wie die Chris Lohner in der Straßenbahn. Wirklich wahr. Aber nicht fast. Aber das Glasl ist lang. Das Ui, Glasl er ist lang. zittert, er zittert. Das Glasl ist lang. Ich werde sofort zur Flasche greifen. Was ihr bringt die Reblaus da an die Reblaus über die Gansel hat. Ja, Wolfgang, also Gansel hat was? Rennt über die Gansel. Du meinst so wie mit die Reblaus, warte, ich muss es erst übersetzen. Du meinst so wie wir spielen, rennt dir die Gansel hat auf? Das ist leibend, danke. Ja, so heißt es. Ja, danke. Schau, Moment, danke. Pater, greif zum Glas, die hätte. Quartalschmatt ist auf dem Weg bei Überweisung. Hätte bis da. Hätte, danke ich dir. danke dir vielmals. Prost. Sehr Grüße zum in die Wohle. Schweiz. Danke euch vielmals. So, was haben wir jetzt gesagt? Landpartie mit Landpartie Sessel. mit Sessel und der Georg oder was, oder? Ja, das ist schwierig. Ja, okay. Machen wir die Landpartie. einmal Bitte wieder. schön. Haben wir schon lange nicht gespielt. Weil wir lange nicht gespielt haben, ja. Wir fesch, und lustig in früheren Jahren sind wir am Sonntag aufs Land ausgefahren. Kein Rad oder Früff und kein Gestang von Benzin, kein Mensch und kein Viecherl wohin. Am Zeisel haben wir die ganze Bande beieinander. Zum Essen haben's mitgeführt, dann kriegst du Proviant. Zum Anflogen haben's gebracht, bei Hof aus der Stunde. Familie samt die Katzen und die Hund. Zuerst der Hausherr und keine Frau, dann der Gradeltroger Blau, seine bessere Hälfte auch, dann der Bierversüber Schlauch. Was der Alte war dabei, Kinderstucker, Zähne gleich, der Friseurkühl von Brischek hängt am Trittbrett wie ein Schneck. Am Bocker mit der Riebisel Hosen sitzt vorn der Herr Hofmusikant. Er tut auf sein Posthändel bloßen ein Lied, das jedem bekannt. Hopzentale und ein Schuldenschein, aber heute, da gibt's eine Garde und da wird's ja wirklich sein. Da gibt's eine Garde und da wird's gemütlich sein. Ui, so schaut's aus. Der Landpartie von Ludwig Gruber. Der gleiche Komponist, der auch meine Mutter war Wernerin geschrieben hat, von dem ist auch die Landpartie. Richtig. Warte, ich muss sofort Ja, den. das glaube ich auch, dass du agieren musst. Es leuchtet hier in Orange. Super, Chat, 20 Euro von Georg Scheurer. Ich danke dir vielmals. Dankeschön. Sehr zum Wohl, danke dir schön. Und natürlich Felix Lukan, Daumen gedrückt, Spende raus. Dankeschön. Danke dir. Da komme ich gar nicht. Das ist der Wahnsinn. Da komme ich ja gar nicht nach. Da komme ich ja gar nicht nach. Da geht's zu.
Ja, warte mal, ich muss auch mal ein Wasser trinken dazwischen. Trinken wir einen Schluck. Trink einen Schluck Wasser, was ist der für die Gesundheit? Susanne Faber. Am vergangenen Freitag waren wir zwei in Tripfelboot. Dass sie nicht dabei waren, das ist schon. Der unten beim Kassier, der hat eine Frau gemacht ab der Höhe. Ja, was sie sagen, ich bin eine alte Fee. Wo sind denn sie? Da sind Zupf dabei. Sind wir's ganz besoffen, hört uns einander dumm. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stell ich mich immer mehr mit ihnen her. Sie glauben, weil sie da in einem Vogelhäusl sitzen, können sie eine schwache Frau tyrannisieren. Jetzt halt's mich zurück, sonst komm ich noch in Titzen. Und durch den Karten bin ich ein Kartenbändiger, nur eine schmieren. Endlich sind wir drinnen in der Umkleidekabine, ja den Ockern, die rennen her, Einer von den Ockern, der ist unheimlich gefühlt, sie freut schon aus, als wir ein Röntgenbild. Sie sind Gedränge in der Menge und keiner weiß mehr gewiss, ja welcher Fuß Eigner ist. Sie ist wie ein Haus mit Sing und Schuhe, außer unser Nebenmann, der zieht uns wieder an. So, jetzt probieren wir's halt einmal mit unseren Hosen, kommen wir's drunter, auf uns der Nachbar wieder rein. Wir kriegen so einen Mutzer großen und gehen zampen ins Boot hinein. Der Gefühlte, der kommt rein, steigt mitten auf den Saft, da links da hat's an hin und er ist baff. Wie er wieder aufsteht, da wird zur Brause hin, aber ja passt der Deine in die Duschkabine, in der nächsten Klause und der Brause, da rennt das Röntgenbild, grad hin und her wie wild. Sie ist ein Verhängnis, dass er so dünn ist, wenn er zum Abfluss rutscht, dann ist er futsch. Jetzt macht's ein Pumper, jetzt was er furchtbar zusammenzuckt, weil den Gefühlen hat's grad wieder an mich hin. Die ganzen Brausen sind verbunden, wenn's er nicht ruckt. Das ganze Tripfelboot, das ist jetzt hin. Eine Paradenummer der ersten Rapper der Welt, wie ich immer zu sagen pflege. Piron und Knapp. Absolut. Wo wurde der Rap erfunden? Absolut. In Wien. Piron und Natürlich, was sonst? in die 50er Jahre. Hat das Ganze angefangen, ja. Absolut. Schau der Acker. Ich sitze auf der Bonne, auf Fliegen im Müll, der Lack ist verschließen, ich finde nichts dabei. Die Nachbarin sagt mir den Vogel na und, der Polizist winkt, doch das ist doch kein Grund. An Stoppen, da denke ich nicht einmal mehr in Tram. Wenn ich oben sitze, dann will ich Kia fahren, was? Wenn ich oben sitze, dann will ich ja, weiß einer nackt. Das hat er mir geschickt, war echt leibend, aber ja, ist natürlich ein Welttext, aber muss ich sagen, da ist da schon was. Das ist gelungen, Das ist schon gelungen. Ja. Grundsätzlich schon. Ja. Felix Duckert, wie viele Texte könnt ihr so auswendig circa? Keine Ahnung. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Nein, das Gogomobil können wir nicht. Du, von Piron und Knack können wir wirklich nur Trepferboot und die Bonne. Die Bonne, ja. Und ja, es gab halt noch mehr natürlich, was leibend war, aber das ist echt viel Text zu lernen und Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Piron und Rapp, Patrick. Jawohl. Piron und Rapp, genau. KTM-Chuck ist da, jawohl. Geschupfter Pferdl, habt ihr den auch mal. Warte, haben wir ewig nicht gespielt. Ewig nicht gespielt, ja. Bertha. Bertha, ja. Wir nehmen ihn mal von uns. Hier in Bertha? Heute wäre wieder gefordert, hörst. Kinder. Heute zieht der geschupfte Pferdl frische Socken, grün und gelb gestreift, das ist so elegant. Wie die feste Brillantine seine Locken an, putzt die Schuhe noch ein Haar, das ins Gewand. Weil beim Domser draußen
Perfektion. An der Ecken trifft der Tante mit Sebastian Check, das beliebte Pin-Up-Girl von der Neues. Ihre Kleidung ist wie seine ganz dezent und schick, sie hat beinahe echte Perlen um den Hals. Bei dem Tumser draußen in den Lerchenfeld ist Perfektion. So gehen die beiden mit vergnügtem Sinn zum Tumser hin. In der Garderobe sehen sie ein großes Schild. Die Bettegäste werden höflichst gebeten, die Tanzlokalität ohne Messer zu betreten. Da legt der geschufte Viertel den lange zu reden. Sein Taschenfeidel hinter mit sie hat im Taschenlehner ans Drehen. Da geht's mit Schwung und der Lanning straft der Cheetah-Burg angespielt von Charlie Wroppel und Charlie's Golden Boys. Aus Herrn Neues und mit der Last CD, die sich von selber versteht, schleift der Ferdinand die Mieze aus Paket. Das ist ziemlich übervölkert schon, denn beim Tumser ist es eh schon wissen, Perfektion. Das Saxophon, das improvisiert, die Nummer 1 gibt ja anything but love. Beim letzten Ton, da hat er segiert. Worauf der Fehler sagt, es ist ein Gesöchter auf. Aber gleich nebenan, da steht ein junger Mann, der glaubt, dass ihn der Ferdinand gemeint haben kann. Und er ist über diese Randbemerkung sehr deprimiert. Der schupfte Ferl hat ihm nämlich einst die Minze entführt. Er findet das jetzt sehr gemein, doch hast du Schlägereien. Drum beißt er dem Ferl in die Nase hinein. Er ist ganz desperat, er weiß sich an Rot, er will das Messer bläderweise in der Garderobe liegen hat. Aber gleich drauf wird ihm besser, denn ihn fällt ein, die Mütze hat ja noch ein Messer. Er reißt jetzt zusammen und gibt dem Gegner einen ziemlich leichten Stesser. Durch diesen Stesser fliegt er durch das ganze Tanzpaket. Am anderen Ende biegt er traurig an der Wand. Und 5, 6 Tänzer, die ringeln sich am Boden. Davon schreit einer, jetzt gibt's ein schädlich Kamerad. Daraufhin sagt der andere, warum nicht gleich Toten? Sie schütteln sich die Hand und beideln drauf den Ferdinand aus dem Gewand. Kann und der Ferl seine Floschner, sagt er zur Minze, reib mir's Messer aus der Taschner. Aber die Mitzi sagt, der Teufel ist es holen, jetzt hat mir wer mein Taschel gestohlen. Und indessen, dass der geschupfte Ferl wehrlos war, hat die Übermacht ihm ziemlich malträtiert. Er bekam ein blaues Äuglein, dass er schwerlos war, das hat er mit kalten Umschlag sich geriert. Und er nimmt so oft in der Schädel brennt, 2 Pyramiden, doch nächste Woche zieht der geschupfte Ferl wieder frische Socken. Grün und gelb gestreift, das ist so elegant. Steht in fester Brillatine seine Locken, putzt die Schuhe noch ein Haar, das ins Gewand. Wer beim Tumser draußen in den Lerchenfeld ist wieder einmal Perfektion. Es los ja mal einen Schluck nehmen, bitte. Einen Applaus meinerseits für dich. Wirklich wohl. Du, und was eigentlich jetzt wirklich erstaunlich ist, förderfrei. Ja, ist ja Wahnsinn, was? So. Ich meine, ewig nicht gespielt, aber förderfrei. Ewig nicht gespielt. Förderfrei, ja. Und da sieht man wieder das Genie, was ich jetzt schon mal angesprochen habe. Ihr seht heute 2 Genies. Ja, und 2 Trinkende. Da habe ich eine herrliche Geschichte gehabt zu dem Lied. Und zwar haben wir das auch in einem Potpourri gemeinsam bei den Bluesschrammeln verwortagelt eingebracht. Und zwar gibt es einen Stesser, glaube ich, nicht? Bei der Text gibt dem Ferl einen Stesser. Einen Stesser, genau. Und wir haben gespielt, Bluesschrammeln, neben mir, da sitzt der Uli Bär, rechts der Patrick, neben dem Uli Bär der Uli Winter. So, das ist die Frontline, nicht? Hinten der Grieb am Toni. Und der Robert Jack Herbert da. So. Und wir spielen und bei diesem Potpourri kommt es eben dann weiter und ich übernehme den singenden Part eines Ausschnittes von geschupften Ferl, der da reingeht, die 2 spielen. Und wie es dann heißt, gibt der Ferl einen Stesser, beim Czauner war das. Also große Bühne, genug Platz, Czauner in Ottergang. Und der Uli Winter macht so einen fingierten Stesser beim Uli Bär. Nur der Uli Bär ist gerade relativ
leger da gesessen, so gespielt, und der Uli Witter gibt ihm einen Stesser und der Uli fliegt neben mir da runter, und zwar richtig Aber theatralisch richtig. schön, ja, dass ich mir gedacht habe, alle Achtung, der hat das wirklich, der hat den Stesser und hat sich runtergehauen. Hat sich runtergehauen. Bist deppert, der Aber- ist ein Viech. Aber theatralisch wirklich Ja, hervorragend. und leibend. Also mit Hopp, der die Gitarre. Gitarre so in der Luft und liegt da wie Ja. ein Bugger der Maikäfer, Ja. wie man sagt. Auf Der Weltklasse. Man sagt so, Uli, bist du wahnsinnig? Und ich habe natürlich Da- voll da frei wie- weitergesungen. Ja, Uli B. hat sich aufgeschleppt. Beim Aufstehen haben wir schon gedacht, ich glaube nicht, dass er absichtlich geflogen ist, weil wir haben wir weitergespielt und am Schluss wirklich und der Uli Witter ist aus dem Lachen nicht mehr ist aus. rausgekommen. Und er hat sich mal entschuldigt während dem ganzen Lied. Der Uli, das war nicht ab. Das war nicht absichtlich. Der Bär ist schon, das gibt's nicht. Das bist du wahnsinnig. Also es war im Prinzip wirklich, also man muss sich das so vorstellen, du singst das da so eine, sitzend, sagen wir so, und auf einmal da stehst du, zack, auf einmal Aber haut's Schäfert's nicht. nimmt hier nicht. Gott sei Dank war das beim Genre, wo wir einen Platz haben, weil bei den alle anderen Ja. Bühnen haben wir oft keinen Platz. Der Land da irgendwo, na gut, die Gitarre in der Hand gehabt, aber Der war auf dir viel auf gelandet. mir wahrscheinlich. Ja, ja Wahnsinn. Ganz großartig. Ganz großartig. So, was haben wir da? Ich danke euch vielmals. Klassiker. Very Jazzy, sagt der Hotzenplotz. Ja, ne, gut, das ist auch natürlich ein alter Rock'n'Roll. Ne? Ja. Jawohl, Jubel, sagt der Acker. Die Messerverbotszone hat sich in der Zwischenzeit ziemlich ausgeweitet. Ja, stimmt eigentlich. Ja, genau. Da bin ich noch nicht da. Vom Dumser über Favoriten quasi. Ne? Gerd Brunner und Helmut Qualtinger, ein Klassiker. Jawohl. Wiener Lied und Rock'n'Roll. Wöd, sagt der Sprachpolizei, dankt er schon brav. Dankeschön. Heute zieht der blasse Gustav reine Socken an, frisch gewaschen von Frau Schulz, bei der er wohnt. Schmidt in feinster Brillantine seine Locken an, nimmt das Hemd aus Nylon und so weiter. Ja. Da gibt es eine Variante, stimmt. Felix Lukan dankt er schön. Die Besten schreibt er. Nein, der hat Dankeschön. gespielt. Dankeschön. Der war's. Danke dir ganz herzlich. Hannes Spiesleiner ist auf jeden Fall auf meiner Seite. Klaus braucht aus Sauerstoffflaschen. War nicht schlecht gewesen. Jetzt ist es spät. Jetzt hab ich- atmet er schon wieder. Leicht, ne? Das hat er in seinen Wein, genau. Spierkissem und kontrastastisch, Georg Schauer, danke schön. Dankeschön. Ja, herrlich, das Geschichtel hätte ich, aber das ist wirklich leibend. Das ist nämlich nicht der eine Geschichte, das ist die Tatsache, was ist wirklich passiert. Ja. Aber es müsste es theoretisch sogar ein Video geben. Eigentlich. Boah. Weil es hat sicher damals der Ewald hat das glaube ich noch mitgeschnitten, weil es war aber schon länger her. Ist länger, ja. Aber das schon war so länger, unglaublich, aber der ist so gut gefallen. Ich habe mir gedacht, echt, allerhand. Ich habe mir echt gedacht, alle Achteln, dass der sich da runterhaut. Mit der Gitarre. Der Wind hat den Bären da stessen. Ja, kann man sagen, Aeronacker. Ja, nein, das war für alle. Es ist ja nichts Es passiert. ist ja nichts passiert. Ja. Dadurch war ohnehin natürlich aber es war Ein Riesenloch rein natürlich, auch vom Herrn Bär. ja, das hat sich ja keiner ausgehen. Ne? Der Toni, der im Schlagzeug, der sieht einen Bär fliegen. Das ist Dann jetzt Norbert richtig. sagt, wir spielen gerade in Rock'n'Roll, ich tue da gerade in den Text aber rappen. Nicht? Dirty Freddy, der geschufte Ferl auf Englisch. Dirty Freddy was a cowboy most notorious. You could smell him in the distance of a mile. Oh, but look at him and tonight where he looks glorious. Ja, Wahnsinn. Ja, da gibt es sicher viele Varianten. Ja, garantiert, ja. Na, sicher sogar. Einmalig. Ich nehme einen Schluck. Nimm einen Schluck. Ja. Pass auf, folgendes, ich habe euch ja das letzte Mal schon berichtet, dass ich Lieder geschrieben habe. Ne? Habe ich das letzte Mal erzählt? Du hast schon viele Lieder geschrieben. Ja, schon, ich meine, das ja. aktuell meine ich Ja, aktuell. ja. Mhm. Haben wir letztes Und- Mal geplaudert, jetzt Und Montag, ja. der Patrick und ich, wir haben mittlerweile haben wir eines davon uns schon, sagen wir mal, angesehen. Ja, genau. Wir sind über die Skizze hinaus, aber es ist noch nicht fertig. Aber jetzt stelle ich mal die Frage in den Raum. Soll man es bei allem riskanten Manöver, weil wir es ja noch nicht, weil wir es eigentlich noch nicht kennen, aber eigentlich, weil es so geil ist und weil es uns juckt irgendwie ein bisschen. Soll man spielen? Ja, dann, wahrscheinlich wird es ja sagen. Das ist eigentlich eine blöde Frage. Das ist also Phishing for Compliments. Ich vermute, dass Es wird keiner sagen, nein, gespielt, Na, erst genau, wenn's fertig bitte. ist. Erst nicht. Das ist eigentlich eine Frechheit. So eine Frage zu stellen ist eigentlich eine Frechheit. Aber ist ja wurscht, schreibt es trotzdem ein. Jetzt ist schon gestellt, jetzt ist die Frage Die Frage ist schon gestellt, was sie machen. Es ist ja so,
Der Franz Emsluber, die Geschuften vom geschuften Piotr. Frische Socken, rot und rot gestreift. Von wem ist der? Den kenne ich nicht. Das kenne ich auch nicht, nein? Frische Socken, rot und rot gestreift. Geil. Absolut geil. Weltklasse. Rot und rot gestreift auf purpurrot im Grund. Rot und rot auf rotem Grund. Feig traut sich nie. Aronaka Bravo. Ups, Jesus. Yes. Mal gleich Oder zu Schere. da beim Mikrofon, wir müssen ja äußerst vorsichtig immer sein, wenn wir in der Klause sind. Da haben wir das Mikrofon nicht so weit weg von uns wie im Studio Donaufeld. Da ist die Gefahr nicht so groß, dass das schäbert. Ne? Pass auf, da muss man einen hier. Text herlegen. Sicherheitshalber. Wir haben schon aus wie Der eine Aeronautica Geschichte. schon feig traut sich nie. Aber es ist ja so, Freunde, es ist ein wirklich sehr melancholisches Lied. Ein wie kann man sagen? Sentimentales Lied. Das Wasser steht im Weg, erst das Wasser. Der Weiner. Hallo, brauchen wir aufs Mikrofon. Ein sehr sentimentales Lied. Arg, und zwar, ich muss das so erklären. Oder ich will es so erklären. Und zwar war auch der Brunner mit dem Rot und Ja. Rot. Aha, der Piotr, Rot und Rot. Das war aber leibend. Das würde passen in die gleiche Richtung wie vom Leopoldi, das an der schönen roten Donau. Das ja. ist natürlich auch genial. Ja. Na, wir spielen eh. Aber es ist ja so, eine sehr, sehr melancholische Nummer, sehr, also ein Fetz. Die geht schon rein. Fast schon. Und zwar war mein Gedanke war der, ich kann es ja so sagen, ich beflügelt im wahrsten Sinne von der von mir wiederentdeckten Nummer von Ludwig Hirsch, Komm, großer schwarzer Vogel. Was mir nämlich also da in diesem Zusammenhang so gefallen hat, war die Idee, den Tod jetzt nicht als Sensenmann auftreten zu lassen, sondern als etwas anderem. Und dann habe ich mir überlegt und gedacht, naja, aber jetzt als Musiker, wie war das schon irgendwie besonders geil, wenn der Tod auftreten tät? Und dann habe ich gedacht, natürlich als Musiker. Und dann habe ich ihn als Sänger definiert. Ein Sänger, und zwar der Tod ist die Nacht. Nicht? Also das Äquivalent, das was poetisch hinbringt. Und habe halt da so herumgefeilt. Und das habe ich erzählt so ein bisschen, ich habe halt mit der KI gespielt. Ne? Und habe mich mit ChatGPT das unterhalten. Und habe gesagt, ja, das schwebt mir vor, was sagst du dazu? Und dann kamen immer wieder so ein paar Punkte, wo man denkt, ja, okay, das klingt nicht schlecht, das kann man weiter verarbeiten, und habe immer ein bisschen weiter gespielt mit der KI noch. Und dann habe ich, da war die Idee nicht von dem Lied noch gar nicht da, aber ist ja wurscht, ich will das trotzdem so erzählen. Und dann war von der, weil, dass man das sieht, wie man das mit der KI, nicht? Mit ChatGPT, ich habe mir gedacht, ich möchte das mal probieren auf Spülen. Und dann habe ich die KI einen Vorschlag machen lassen. Dann habe ich geschrieben, Alter, bitte vergiss das mit Dialekt. Red mit mir Hochdeutsch, wenn du eine gute Idee hast, bring ich es dann in Dialekt. Aber das geht nicht. So wie die KI, Wienerisch, nein, das geht nicht. Das geht gar nicht. Nein, das ist... Dann habe ich das ein bisschen Hochdeutsch, dann habe ich gesagt, okay, sagen wir sie ehrlich, das mit Reimen, für Mainstream-Musik, wenn du jetzt sagst, ich will so rein, also ich habe jetzt an sich keinen Sentiment oder keinen emotionalen Bezug zur Musik, sondern will einfach nur Hits schreiben, könnte man vorstellen, dass es vielleicht funktionieren könnte mit der KI. Ich für meinen Teil habe das dann belassen dabei, dass ich mit der KI unterhalten habe. Über das Thema dann, eben mit Nacht und mit Tod und mit Sänger und so. Und das war eigentlich eine Unterhaltung mit. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es kamen dann Vorschläge von der KI, diesen Tod zu bezeichnen. Und den einen habe ich gesagt, der ist gut, den übernehme ich. Aber der Rest war dann mein Spaziergang durch den Wald, wo ich den Text geschrieben habe, und gedacht, das geht mit der KI nicht. Also das schaffe ich wirklich nicht. Das habe ich echt original festgestellt.
Das haut einfach so nicht hin, das nein. funktioniert nicht. Ja. So ein bisschen so ein Reden über ein Thema, weißt? Das kann ich mir schon vorstellen, da kommt schon was raus. Aber jetzt konkret ein Lied zu entwerfen, das jetzt nicht so ein Mainstream-Song oder so ist, das wird nichts. Also das kann ich wirklich genauso sagen. War jetzt meine Erfahrung und ich will das schon ehrlich so sagen, wie das halt war. Und das Einzige, was eben in diesem Lied tatsächlich die Idee der KI war, ist der Begriff, also quasi die Figur des Todes. Und zwar der Nachtvater. Der Begriff Nachtvater, der Nachtvater, man dachte, der ist cool. Der Nachtvater, der singt. Das letzte Lied. Und dann habe ich, und der Rest, der ist dann von mir. Das bringe ich jetzt. Ja. K1, nicht KI, genau, K1. Ja, was die K1? Ja, die K1. Wie es unser lieber Herbert immer sagt. Ja. Aber es stimmt, der Wolfgang sagt, ja, der Tod im Tarot ist nicht das Ende, sondern die Erneuerung. Ja, der Turm wäre das Ende. Ja, und das ist auch eigentlich nur der Übergang. Ja. Der Turm ist im Tarot ist ja auch eigentlich in der großen Arkana eine Karte, die einen schon einen radikalen Übergang bezeichnet. Ja. Sagen wir es mal so. Oder das Ende, aber verbunden mit dem Neuen. Mit dem Neuanfang. Ja, genau. Also richtiger Ende. Ja, Aber genau. stimmt, Wolfgang Ja. hat den Ja. Tarot sofort erkannt. Und ich habe das natürlich, Genie, das ich bin, habe es heute schon angesprochen, mehrfach, hat das natürlich... Wir wissen es jetzt Sofort bereits. Also, Nein, ich wollte es noch nicht gesagt haben. Nehmen wir noch mal einen Schluckerl. Also es kommt eine Premiere. Ich habe noch keinen Titel. Aber ich würde jetzt sagen, entweder der Nachtvater oder wenn der Nachtvater singt. Mal schauen. Ja, man wird's sehen, man wird es mitbekommen. mal schauen. Premiere. Hoffentlich bringen wir es halbwegs hin. So, Ja. Text haben wir da. Sie liegt in ihrem Zimmer, die Augen sind schon drin. Die Schwester bringt das Supperl, sie meint's ja nur lieb. Sie hat ein schönes Leben gehabt, jetzt gibt's nichts mehr zum tun. Und wie es ein Lied hört, versteht's, da hat's nichts mehr verloren. Wann der Nachtvater singt, dein letztes Lied, dann hör ihm gut zu, dann wirst langsam miert. Kein Schmerz, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und ewiger Traum. Er hat kurz nicht aufpasst, es schäbert und gerocht. Dann dreht sich mein Auto kreuz und quer durch die Nacht. Da liegt er, dann zwickt, er kriegt kaum noch Luft. Da hört er ein Liedl in der blechenen Gruft. Wann der Nachtvater singt, dein letztes Lied, dann hör nur gut zu, dann wirst langsam miert. Kein Schmerz, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum.
Sie zerdruckt sich schon fast. Das Munterbleiben ist für das Madel nur eine Last. Der Arzt sagt zu töten, es dauert eh nicht mehr lang. Dabei hört schon das Madel einen friedlichen Gesang. Wann der Nachtvater singt dein letztes Lied, dann hör nur gut zu und dann wirst langsam mir. Kein Schmerz, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Wann der Nachtvater singt sein letztes Lied, dann hör ihm gut zu, dann wirst langsam mir. Kein Schmerz, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Das ist schon mehr als eine Skizze. Ein bisschen leider, dass sie so Epidotrat hat. Ja, das ist optimal, aber Gott sei Dank bist du schon textsicher, nicht? Weiß ich. Ja. Gott sei Dank. Ja, naja, Text sicher, aber halt, ja, es geht schon, es geht schon. Jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt. Und bitte sagt's ehrlich. Ich meine, es müsst ihr nicht schreiben, so Schaß, aber wir sind für Kritik durchaus fähig. Naja. Da vorne mit der Achtelleine, weinende Gesicht auch, ja. Das Lied passt zur Leibwand zu Wien, Ganselhaut, sagt der Wolfgang, Dankeschön. Sprachpolizei. Im Dreivierteltag über ein Jahr dann tanzen ist echt wienerisch. Chapeau. Dankeschön. Du, Sport, das habe ich mir genauso. Ich mir gedacht, Das Alter, ist- wenn der Wiener Das sowas geht ja schreibt, gar nicht muss, anders. das muss im Dreiviertel. Das muss ja Dreiviertel sein. Ich habe das wirklich probiert, also zu dem habe ich gar nicht, ich habe eigentlich nur vom Und, Text geredet, nicht? Und gar nicht, wie die Musik entstanden ist. Ich habe komplett andere Musik dazu gehabt am Anfang. Komplett anders, weil ich war natürlich total gehypt, weil ich einen Text gehabt habe. Warte, jetzt schreibe ich die Musik und ich will die Musik jetzt dazu schreiben. Ich will das haben, ich will das so. Das hat mir nicht taugt. Und am nächsten Tag, und da hat mir nicht taugt, nicht? Und am nächsten Tag habe ich dann das geschrieben, was ich jetzt habe. Also Was hast eine du? andere. Klaus hat mir das letzte Woche am Montag, habe ich es zum ersten Mal gehört, vorgespielt und ich war von Anfang an begeistert. Von so wie es ist, muss ich ehrlich sagen. Ich bin sehr ehrlich zu ihm. Wir sind da Ja, nein, mit das beide sind wir ehrlich, ehrlich, alles andere bringt ja nichts. Über 30 Jahre gemeinsames berufliches Werden, Wachsen und Gedeihen. Klar. Ja. Und die war von Anfang an Ganselhaut bei mir und das, dann ist es meistens gut. Ja, so, ja. Ich mein, und ich hätte ja so gern lustige Lieder schreiben, aber es gelingt mir nicht so. Aber ja. Was haben wir da noch rein? Also wir haben die Achteln, Landesstromer, Dankeschön. Burma, das geht eine, sagt der Wolfgang nochmal. Wow, tolles Lied. Danke. Wow, zweimal wow. Felix Lukan, danke dafür vielmals. Ja. Der Nachtvater singt, steht neben der Einsamkeit gleich beim Herrgott. Gratuliere. Weltklasse. Franz M., das Danke, ist ein Franz. großes Lob von dir. Danke dir herzlich. Melancholie pur. Felix, danke dir. Hannes Spießer hat die Achteln eine. Einfach unglaublich, Sabine Sass. Danke herzlich. Wirklich wahr, also das ist toll. Cooles Lied, geht voll unter die Haut. Jetzt fehlt nur mehr der Läusel. Ja, genau. Ja, da ist der Text, ist nicht von mir. Also Nein, der Text von der Monika weil der Kuhl. ist ja lustiger, nicht? Ah, ja. Ich glaube, das kann was werden, muss ich aber noch ein bisschen einschleifen, noch nicht ganz rund. Ja, das stimmt. Du hast gut erkannt, Aaron Acker. Wir haben seit zum ersten Mal gespielt. Ja. Also da jetzt, ja, Also, das war jetzt wirklich. Wir haben heute, also Vorher, ich sage mal, vor einer halben Stunde vor der Pavlatschen. Nein, dreiviertel Stunde vor der Stunde vor der Pavlatschen. Pavlatschen haben Dann haben wir es ein, zwei, dreimal gespielt. Ich habe ein bisschen was überlegt noch kurz und dann haben wir gesagt, ja, spielen wir es einfach einmal. Wir präsentieren Ja, es. weil eigentlich haben wir es nur für uns, also wir haben geprobt, andere Lieder, dann haben wir das eigentlich nur einmal, Auch gespielt eigentlich, dass Ja. wir mal schauen, wie tut man, wie machen wir es dann haben wir überhaupt. gesagt, ist eigentlich geil.
Eine schöne Nummer. Das reißen wir heute an. Für euch, Pavlacisti, reißen wir das da an. Und das wird schon noch werden. Es wird schon noch werden. Ja. Bin berührt, ganz laut, sagt die Hette. Danke schön. Das wäre ein ESC-Beitrag. Schönes Lied. Hannes Spießler, nicht dank der vielmals. Aber ich glaube, zum Song Contest. Das war was, aber Wiener, das war was. Das war was. Wir zwei. Ja, der Nachtvater singt. Das Lied. Sehr toll, sagt Hatem Schanke. Herzlichen Dank. Also es kommt wirklich, und ich nehme euch das jetzt auch einfach. Dass Ja, wir ihr glauben nicht nur euch. reines aus Wir purer glauben euch Höflichkeit jetzt, das sagt, sondern weil es euch gefällt. Und ich glaube auch, und was ich zum Beispiel, also ich glaube schon, dass das gut ist. Nicht? So ist es nicht, aber es heißt ja nicht, wenn man es selber gut findet, dass das dann halt auch für andere gut ist. Oder für die Außenwirkung. Das hast du ja als Künstler nicht. Du hast ja nur deine eigene Wahrnehmung am Anfang. Und jetzt hast du das Problem, Dankeschön, aber jetzt hast du das Leben von dir, schenk lieber was nach. Ich habe nur die Wünsche ausgeführt. Achso, warte, ich klopfe den Klaus auf die Schulter, das Lied ist sehr leibend wienerisch, danke. Hab 3 Taschentücher braucht, wo die Korb ist. Weltklasse, danke. Nein, das geht schon Ja. rein. Mich hat es auch irrsinnig berührt, wie ich es das erste Mal gehört habe. Ja. Fritzl Definitiv. greifend, der Fritzl greifend, Fritzl Startguss war sehr greifend, sagt der Dank der Fritzl. Ja, ist es. Es ist auch so, das ist wirklich das, man hat ja nur die eigene Wahrnehmung. Die eigene Wahrnehmung ist überkritisch oder Ist so. überbordend begeistert. Und erst wenn du jemanden hast, dem du das vorspielen kannst, nur dann kriegst du eben sozusagen, wie man heute so schön sagt, dann kriegst du ein Feedback. Dann weißt du überhaupt, okay, Ja, genau. wie wirkt das auf andere. Und das ist schon interessant. Ja. Die 16er beim Song Contest, das hat die Welt noch nicht gesehen. Ja, in der Tat, das hat da Definitiv. keiner gesehen. Ja. Es ist die echte Wiener Seele. Ja, bravo Franz eben, das wären die Perlen vor die Säue. In der Tat. Glaube ich auch. Ja, Song Contest. Aber es war natürlich lustig. Ne? Ich glaube zwar nicht, dass irgendeiner was anfangen könnte mit der Musik. Aber ich danke euch vielmals für das Lob. Ja, bin neugierig, was dann zum zweiten Link zum jetzt Dings, werden wir ja. vielleicht, weiß nicht, was bis zum nächsten Schauen wir Mal bis zum nächsten Mal, schauen wir mal. ob's zusammenbringen. geht, ja. Dann mal schauen. Schauen wir, ja. Jetzt schaue ich mal zur Hecke, Und da weil jetzt bin ich ganz. Also, geh. Da halt die Leute kurz. Da holst du zuerst. Da halt die Leute zuerst, ja. Aber mach schnell. Schnell kann ich nicht so schnell, was soll ich rennen in meinem Alter? Das ist allein aufgrund des Konsums des Wassers natürlich. Das Wasser! Ist die, ja, mehr Wasser als Wein. Ne? Das Arschloch Wasser! Oh. Bitte sprechen Sie schön und kommen Sie bald wieder. Zack, ich hoffe, ich habe nicht jetzt die Urwascheln durchgehauen. Aber nein, wir werden bis nächste Woche machen wir doch. Schauen wir mal, ob es sich ausgeht. Ich kann das nicht versprechen, wie wir noch zusammenkommen. Aber die zweite Nummer ist auch so gut, finde ich. Die hat mir das letzte Mal am Montag auch vorgespielt, das erste Mal gehört. Und ich bin von der auch so angetan wie von dieser. Geht in eine ganz bisschen andere Richtung, ist ein bisschen anders als das. Also nicht gar so schwermütig, sagen wir mal. Schwermütig ist eigentlich nicht. Weißt du? Es geht um einen Tod in dem Fall, ja. Aber es ist nichts, nicht schlecht, nicht bäs oder was. Der Tod eigentlich. Nein, gar nicht. Es hat eigentlich was Versöhnliches, fast der Nachtvater. Nein, aber wir schauen wirklich, dass wir es bis nächste Woche zusammenbringen. Ich verspreche gerade, dass wir uns die größte Bemühen geben, dass wir nächste Woche die zweite Nummer von dir Ja, bitte. auch präsentieren werden. Ja. Bitte, ja. Ja. Ich habe heute. Ich freue mich schon drauf. Ich hab heute du darfst, entferne dich. Entferne er sich. Bitte am Schluss noch einmal spielen, sagt der Sprachpolizei. Sollen wir es wirklich noch einmal spielen? Der Fritzl Staden, das ist, was ich so liebe. Ja. Du meinst die Wiener Seele, gell? Die echte Wiener Seele. Wenn die 16er Buben bei einem Song Contest, dann würde ich es mir wieder anschauen. Ja, sogar ich. Ja. Das stimmt eigentlich, ja. Beim Song Contest waren schon einige, mit denen man nichts anfangen hat können. Das passt schon. Ja, Heino Nack hast schon recht, ja. Ja, ja. Ja, es ist irgendwie spannend. Ich habe heute zum Beispiel das Lied, also wenn der Nachtvater singt,
habe ich heute, war das heute oder gestern? War heute oder gestern? Ich glaube, ist ja wurscht. Habe ich es am Klavier gespielt. Und es ist bei mir ja manchmal so, dass ich komponiere, entweder schon am Klavier oder ich komponiere auf der Gitarre und lege es dann aufs Klavier. Das hat einen simplen Grund, das Klavier, ich kann nicht gut Klavier spielen, aber das Klavier ist so musikalisch geordnet. Das ist, also die Klaviatur ist eigentlich das einfachste musikalische Instrument, das ich kenne. Und jetzt kannst du dann da relativ einfach, wenn man so ein bisschen so ein Pfuscher ist wie ich, sozusagen überprüfen, ob sozusagen die Musiktheorie hinter dem Ganzen richtig ist. Ich sage es einmal sehr salopp so. Und darum mache ich das dann ganz gern, dass ich mir das am Klavier nochmal anschaue. Und das war aber das erste Mal, dass ich es am Klavier gespielt habe. Also wirklich auf der Gitarre komponiert und so weiter. Und am Klavier hatte ich dann erstmalig, soweit dem Patrick erzählt, habe ich ja dann die Begleitung gehabt, die mehrere Oktaven quasi. Einen volleren Klang. Und da habe ich gedacht, ich glaube, das könnte was werden. Muss so lieb plaudern. Ja, raucht eine Arbeit. Ja, meine auch, ne? Ich habe mir gedacht, ich glaube, das könnte was werden, wenn da eine Fülle da ist. Ne? Und ich finde, es war so. Und eure Meinungen dazu bestätigen mich da. Ja. Bitte mehr solche Lieder. Der Tod ist ein Bruder und wir lassen noch sein. Jawohl, ja. Genau. Na, die Fülle wird noch mehr werden. Wie gesagt, das war erst der Beginn halt eigentlich des Arrangements. Wird großartig, die Nummer. Ich freue mich drauf, Klaus. Ich glaube auch. Also ich glaube auch, es macht mir einen Spaß zum Spielen. Also, Ja. Also Spaß ist ja jetzt kein lustiges. Nein, es macht aber Spaß aber zu das spielen. hat eine Emotion. Ja. Ja. Der Georg Scheurer, neues Mitglied, oder? Georg Scheurer, neues Mitglied. Sehr neues Mitglied? Na, du warst doch schon Mitglied. Na, das ist wurscht. Aber sehr emotional übernehme ich für meine Brigitte. Jawohl. Felix Lugan 12 Points. Also 12 Points. Was ist 12? Ich glaube. 12 Points. Fragst du mich 12 Französisch? 12 Punkte. Da haben wir doch, gell, der Hans Lieber, wie das so schön gesagt hat, die deutsche Sprache, nicht? Du hast im Französischen hast du Papillon, Ja. im Englischen Butterfly und im Deutschen Schmetterling! Jawohl, das gefällt mir wieder. Ja. Einen wunderschönen Pfingstmontagabend, Hartmut Langheinrich. Jawohl, Christi Gott, schön, dass du dabei Servus, bist. Christi. Der Felix Lucker meint aber für den Heurigen zu traurig. Naja, aber da gibt es ja ganz andere. Na, beim Heurigen ist passt schon. Aber es ist halt kein Stimmungslied, wo du sagst, hurra, oder das nicht. Ja. Aber gerade beim Heurigen, nein, es passt schon. Das passt. Aber heute es muss schon die natürlich, Stimmung ja. passen. Ja. Die Tasten liegen waagerecht, die Seiten sind senkrecht oder du magst auf Hawaii. Franz M. Ja. Ja. Aber Hawaii, da hätte ich Gitarre noch weniger checken. Ja. Schau, also es wird eingefordert, dass wir am Schluss noch mal spielen. Okay, eine schöne offene Stimmung. Und Schau, der Wolfgang Schee, du hast einen Pfeil abgeschossen, der uns ins Herz getroffen hat, sehr leibend. Sehr emotional, jawohl. Bravo, Georg Scheurer. Ich würde es am Schluss heute auch gern nochmals hören. Na ja, gut. Na gut, ja. Dann werden wir das am Schluss spielen, weil wir machen ja noch nicht Schluss. Nein. Au contraire. Aber ich danke euch auf jeden Fall vielmals für eure sehr, sehr lieben, aufbauenden Worte. Für einen Künstler ist das wirklich mal so eine Sache. Und ich weiß jetzt schon zum Beispiel, wenn wir dann das nächste Spiel. Überkritisch fast. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist ja, du hast ja was geschaffen, das willst du herzeigen und das soll an jedem gefallen. Und du weißt genau, es kann nicht an jedem gefallen, weil das geht nun mal nicht. Das geht sich nicht aus. Und es ist halt was Tolles. Und zum Beispiel, das weiß ich jetzt schon, eben das Bankerl im Wald und dann spielen, ist eigentlich eine ganz andere Kategorie Lied. Und da bin ich davon überzeugt, es wird einigen gefallen. Aber da werden nicht so emotionale Antworten kommen, weil es auch nicht so treffen wird. Sondern es ist einfach, das ist eine schöne Nummer. Das ist aber, ja, das ist halt, ja. Ja. Wollen wir nicht zu viel reden drüber noch? Ja, genau. Manfred möchte es auch noch mehr hören, jawohl. Der Werner, der Tod am Breder. Ja. Aber jetzt passt ja wirklich der Wurstel drauf irgendwie. Ein Wurstel kann keiner da schlagen. Ja. Das denke ich mir jetzt. Ich kann Französisch aber nicht sprechen. Bravo, Wolfgang.
Ein Schlitz, Alter. Eigentlich müssen die sagen, ich habe ja nur gewartet, bis die Meldung kommt. Ich bin im Anschlag. Ich rauche gerade. Ja, rauchst gerade. Okay, ist es. Okay, der Wurst. So. Tippt's aus. Spülen, nicht? Die Leute gehen schon. Das wird schön anfangen. Wie ich klein war, hat der Vater mich oft geführt ins Kasperltheater. Und mit großen Augen sah Wurstels Lebensweg ich da. Wie er seinem Weiberl schmeichelt, wie er das weiße Hasel streichelt. Dann erschlagt er seine Frau. Warum, das weiß ich nicht genau. Da sind bitterböse Geschichten, doch der Wurstel kann sich's richten. Der wird Tod und Teufel rafft, bis ihm die Polizei verhaftet. Wird das Krokodil gefährlich, ausgehen tut sich alles herrlich. Und ins Büchsel kommt zum Schluss der berühmte Obolus. Da sagt mir der Vater, ich will dir fürs Leben einen Ratdienst verstehen wirst, bis du älter wirst gehen. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war sagen. Und haut ihm der Teufel mit dem Hammer am Schädel. Dem Wurstel geschieht nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener a Menge vertrauen. Aber eins kann er nicht, den er Wurstel, der Schlag. Wieder ging ich in den Prater und suchte das Kasperltheater. Doch zerschlagen und verbrannt war mein Kindermärchenland. Als der Abendmond beschienen, sank auf Trümmer und Ruinen. Und die Uhr schlug Mitternacht, da ist der Bruder aufgewacht. Wieder hört man Lärm und Krochen, durch die Grotten vor der Trochen, Riesenrad und Ringelspül, wo das Draht sich im Gewühl. Kalafate, majestätisch, kommt und grüßt ganz gravitätisch. Und es fängt zum Geistern an, wirklich in der Geisterbahn. Da sagt mir der Wurstel, ich bin noch nicht hin, ich bin ewig, so ewig wie mein ewiges Wien. Der Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war sagen. Und haut ihm der Teufel mit dem Hammer am Schädel. Die Wurstelgeschichte nix und der Teufel ist der Wedel. Ja, er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener a Menge vertrauen. Aber eins kann man nicht, den er wurstelt, da schlagen. Ja, passt wirklich wunderbar. Ich finde. Wunderbar die Nummer, der Wurstel. Wirklich tolle Nummer, die für mich so unglaublich die Wiener Seele wieder gibt oder also besser kann die Wiener Seele nicht beschrieben werden. Ja. So denke ich mal. Ja. Jawohl. Der Wurstel ist immer leid, sagt der Wolfgang. Grüß euch, ich hab vor lauter Motorrad fahren gerade vergessen, dass heute Montag ist. Ja, Bravo, Ulrich. Hauptsache, du hast das Leihwand gehabt im Motorrad. Und schön, dass du jetzt dabei bist. Es freut uns umso mehr. Georg Scheuer hat die Achtel rein, also die Weinspritzer, Glaseln, die natürlich jeder haben könnte, wenn er denn Kanalmitglied wäre.
Mitglied werden ist ganz einfach und kostet 4,99 € im Monat. Kann man natürlich jederzeit kündigen. Jederzeit, wenn man will. Ist quasi entspricht einem symbolischen Achtel, auf das ihr uns einladet beim Taschler. So schaut es aus. Kanalmitglied. Und dann hast du, das ist der einzige Vorteil, den man eventuell als Vorteil bezeichnen könnte, man kann dann ein Spritzerglasl-Emoji verwenden. Mehr hast du nicht davon. Viel mehr nicht. Der Rest ist einfach nur gerade ausgesagt. Förderung. Punkt. Das 16er Burm. Das, mehr ist es nicht. Aber das wird uns sehr freuen. Ja. Jawohl. Mein ewiges Wien. Hotzenplatz. So schaut's aus. Jubel, ja, schön. Und wo bleibt der Erdäpfelsalat? Sollen wir ihn reinreißen? Reiß man an. Reißen wir, aber vorher möchte ich Der trotzdem Läusel. kurz auf den Schmattis hinweisen, weil Bitte darum. wir sind ja auch finanziell gierige Leute, muss man sagen, bis zu einem gewissen Grad. Gierig sind wir nicht, aber wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ich die Musik da Wenn es euch gefällt, dann haut's was rein. an Schmattes, in den Hut, in den virtuellen sozusagen, die Möglichkeiten findet ihr in der Videobeschreibung. Danke euch jetzt schon mal ganz, ganz sehr herzlich. Schön. Na gut, dann reißen wir ein Läusel. In F, gell? In Gustav. Gustav. Ja. Fange ich an? Oder? Ja, Aufgang. Neulich war ich eingeladen bei einer Feier, gemeinsam mit den Gruber und dem Meier. Oh, das war so festlich und so elegant, die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten war die ganzen Ehegatten, die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusel heut nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist es Essen gekommen. Na und schau, kaum waren die Händel und die Fleischler waren serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Alles hat sich gestürzt auf die Schnitzel und den Erdäpfelsalat, dass der Läusel nicht dabei war. Wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Dann trinkt man noch ein paar Schnapseln zum Verdauen. Die Achterl rennen, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden schon die alten Lieder gesungen. Naja, und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt Lambada und der Gruber ist kein Vater. Hat sich zu ihr dazu, der Tisch spricht zusammen. Ach, Stuhlbuben, alle Ehre, da geht's zu. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Da fällt der Läusel noch dazu. So ist er gegangen bis in die Morgenstunden. Das hätte der Läusel sicher leibend gefunden. Ja, das eine, das sag ich euch. Dem Läusel seine war die schönste Leich. Ja, es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusel ist tot. Der Läusel. Text von der großartigen Monika Kuri. Musik von mir, der Hotzenplatz hat es genau erkannt, sehr Ludwig Hirsch, ja. Es war tatsächlich geplant als eine Reminiszenz an Ludwig Hirsch. Damals, wie die Musik dazu gemacht haben, habe ich mir gedacht, der Text, das passt, das Kind vom Hirsch sei.
Und wie ich das vertont habe, aber eben dann diese Kennmelodie quasi, die ist tatsächlich entliehen als bewusstes Zitat von der Oma. Aber nur ganz. Nein, nur der erste Teil. Der Dann erste dann ganz, das da, da, geht schon. da, 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 da. Das war's aber Das schon. war's. Weil das wird bei der Oma mal wiederholt. Da, 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 da. Und wir haben es halt dann weitergeführt. Das ist aber ganz bewusst eine Reminiszenz damals an den Ludwig Hirsch. Ja. Klaus braucht sein Bagger, vollkommen richtig. Warum? Wie kommen wir auf das? Reismann Grüner mit Lina auf, bravo Ulrich, eine gute Entscheidung. Bitte darum, unbedingt. Ein Gerner Gute geht immer, wie ich sage. Ja. Bekommt ihr von YouTube schon Geld? Hoffe es sehr. Naja, Centbeträge. Es ist Cent. also von YouTube, ja, man kriegt, wir haben viel zu wenig Abonnenten leider oder wie auch immer, dass das wirklich als Jahr auszahlt, aber ja, mein Gott, ein paar Netsch sind es auch, aber ja, für das sind wir jetzt klar, dass das oder ein zu kleiner Kanal, dass Der das Kanal wirklich das ist zu Song kannst, klein, ja. das bringt der Geld. Aber schau, mit dem Schmattes, mit den Geschichten, also geht dann schon was. Ja. Jawohl. Ja, fürs Leben zu wenig, Nacke, genau. So Leiber und Wolfgang, danke schön. Ja, die Oma, genau. Felix Lucan hat es erkannt. Ja, das war damals wirklich, ich weiß gar nicht mehr warum, weil es war jetzt kein, es war zu dem Zeit, aber ich glaube, das ist wirklich super, wie ich den Text von der Monika gekriegt habe, habe ich mir einfach gedacht, Das passt das eigentlich. könnte ein Hirsch sein, ja. so irgendwie. Und da habe ich mir gedacht, du, das ist aber einer, den ich sehr bewundere, nach wie vor. Ich habe mir gedacht, ich kennt eine Reminiszenz. Und das hat irgendwie passt, der Loisl. Irgendwie Das passt aber gut, das ja. passt Ich glaube gut, auch. ja, ja. Ich glaube auch. Und also insofern, also gut erkannt. Bringen wir zusammen die Engel aus Calan. Sicher. Was habe ich das geschrieben? In F. In F. Ich weiß nicht mehr. F, A7 D-Moll, ja. Das geht aufs C7. Ja, schon wurscht, wir fangen da einfach an, unbemerkt. Ne? Die Wiener Musik hat viele Lieder, nur wenige hört man immer wieder. Der Tod ist ein Bruder und wir ein Ausbruder sein. Der Wiener, der stirbt, kommt im Himmel hinein. Es wird viel besungen, durch Lieder geehrt. Nur einer Person blieb der Ruhm lang verwehrt. Bescheiden im Eck steht ein Engel allein. Und an ihm grölt die Menge den Herrgott aus Stein. Das kleine Engel aus Calan kennt seine Kinder ganz genau. Es hilft mir ständig, was heute geht, obwohl es die Menschheit nicht versteht. Es rackert schwer den ganzen Tag, weil's Engel so viel Kunden hat. Doch hört's ganz leise, Schrammelmelodie. Dann kommt auch das Engel auf Urlaub nach Wien. Der Kohlenberg, der Steffe, der Bruder, der Wein wird besungen, ja sogar der Kader. Der Tod ist ein Bruder und lass mal sein. Der Wiener, der stirbt, kommt in den Himmel hinein. Es gibt vieles mehr, das in Liedern bedacht. Übern Wurstel sogar hat man gewarnt und hat gelacht. Ein Loblied aufs Engel, na das hat man versäumt. Und der Herrgott aus Stein sitzt daneben und er weiß. Das kleine Engel aus Calan
kennt seine Kinder ganz genau. Es hilft beständig, wo's halt geht, obwohl es die Menschheit nicht versteht. Es rackert schwer den ganzen Tag, weil's Engel so viel Kunden hat. Doch hört's ganz leise, Schrabbelmelodie. Da kommt auch das Engel auf Urlaub nach Wien. Ja, fast richtig exekutiert. Fast richtig exekutiert. Jetzt kennen wir es wieder. Ja. Jetzt kennen Überraschend, aber ich mir gedacht, ja, haben wir eine. Ja. Jawohl, ich stehe auf das Engel, der Wolfgang. Ja, ich weiß, es ist eines deiner Lieblingslieder, ja. Wer den YouTube-Groschen nicht ehrt, ist die Abonnenten nicht wert. Oder wie war das? Ja, da kann man auch sagen. Kann man sagen, ja. Man muss das annehmen, was man kriegt und nicht sich darüber beschweren. Ja, der Wolfgang ist, der Ludwig Hirsch hat die Wiener Seele in die Popmusik gebracht. Ja, das ist gar nicht einmal so. Ja. Na ja. Ja, ein Teil. Ein kleinen Teil davon. Ja. Weil man muss sagen, die Wiener Seele, muss ich jetzt wirklich sagen, hat schon stark der Ambros eingebracht. Natürlich in viel mehr Facetten, aber in Kombination mit dem Prokopetz. Aber natürlich der Hirsch hat, ich würde es fast weiterfassen, der Hirsch hat die österreichische Seele. Also der Hirsch war eigentlich perfekt für die Austropop-Zeit, wo es auch dann der Ambros und so war. Der Wolfgang genauso. Nicht? Aber der Ambros war mehr Wienerisch eigentlich. Ist ja auch ein Wiener, der Ludwig Hirsch war Grazer eigentlich. Steirer. Ja. Also der Hirsch hat eigentlich ganz gute österreichische Seele einzufangen, meine ich. Aber ist natürlich ein Diskussionspunkt, der natürlich nicht. Der aber zu keiner Lösung führt. Das ist so, ja. Aus der Frauenanstalt. Ich sage, Kalau ist keine Frauenanstalt. Da in Schwarzau, in Schwarzau ist die Frauenstrafanstalt. Kalau ist das zweite große Gefängnis neben Stein. Ne? Stein, ja. Also Stein und Kalau sind eigentlich die zwei richtigen Häfen in Österreich. Und das war für mich damals der Gedanke, ne, alle singen es vom Engel, der Herrgott aus Star, aber das Engel aus Kalau steht da. Ne? Genau. Berühmte Wiener Liedsänger Ja. haben schon die Kalau besucht, ja. Auch in Stein. Auch in Stein, ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das war der wichtige Karriereschritt für uns, Nein, nicht wirklich. dass wir einsitzen. Und wenn wir mal einsitzen, dann war es schon irgendwie ein Kult, wenn einer in Star sitzt und einer in der Kalau. Und nicht beide im Gleichen. Nicht, das ist So was so aufteilt. Aber nur für kurze Zeit. Und nachher dann dieser Karrieresprung, ich sag's, das war allein in der Biografie, wie sie das machen tät. Aber es ist trotzdem, ich will nicht unbedingt. Nein, ich will eigentlich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Nein, überhaupt nicht. Nein. Kommen wir dann zu Geschichten, da sind wie wir ausgestiegen. Das Kranzel am rausgehängt, nicht erzählen gehabt. Der Herrgott ist ja auch aus Grenzstein, ja genau. Schau, Sprachpolizei hat den Franz M. getroffen, der Allszeit am Samstag. Jawohl. Ja. Klaus, ihr habt es am Sonntag geredet oder habt ihr in Kurbach gespielt? Nein, leider. Nein, es ist gestern wurde leider abgesagt. Um 11 oder halb 12 haben wir dann endgültig abgesagt. Ja. Und Aufgrund gut war es, des weil Wetters es hat dann zu dem Zeitpunkt, wo wir hätten spielen sollen, hat's also wirklich, es war kalt, es war nass, es war feucht und es hat wirklich geschüttet. Ja. Also es war ganz richtig, dass wir das abgesagt haben. Ich habe schon gespielt Vormittag. Ich habe das irgendwie im Gefühl gehabt gestern. Das war. Ich muss gedacht, nein, ich glaub, das wird heute nichts. Und um halb 12 haben wir dann definitiv mit der Sonja gemeinsam beschlossen, das sagen wir auch. Ja. Und es war also wirklich das war richtig. Das war zu Recht, aber da war nichts gegangen. Ja. Nein. 16er Buben Gänger voll sagen, jawohl,
live quasi in den Spuren von Johnny Cash, das 16. Der nie gesessen ist Das ist nichts übrigens. essen, ja. Patricks Engel ist in Stadtlau, sagt er. In Stadtlau, ja. Ja, Das ist, ja, viele Tanzer den Besten, sagt der Felix Lugan. Da das natürlich bei meinen Munkeleien da rennt man natürlich schon sofort die alle Türen bei einrennen. Munkelein alle Tiere rein, ja. Ja, mein Schatz ist auch Der der größte Georg. Tanzer. Ich war mit meinem Munkelein in Wiener Neustadt. Richtig, ja, genau, Beim Tanzen. genau. War sehr leibend, war Konzert, er und der Pianist. Ganz simpel. Da im Theater, da in dem, oder weiß nicht, wie das heißt, da war sehr leibend. Tanzer war natürlich auch einer der ganz großen. Und auch er, ja, kein echter Wiener. Ne? Der Tanzer, wo ist der her? Der ist ja eher Neustädter, oder? Ich weiß Ist gar er nicht nicht. so aus Ich der, weiß gar nicht, wo der Georg oder verwechselt? Oh, ich Weil glaube. der Georg ist schon ein Wiener, oder? Nein, ich glaube nicht. Der Ich Georg glaub auch kein tatsächlich Wiener nicht. gewesen. Ja, das ist jetzt eine Schande Lücke, über eine mich, Lücke, ja. aber. Ja. Hat's mal, das muss ich verabschieden. Danke, zwei Grüße an die Madel am Burm. Hat's am Platz, schön, dass du Schön, dass du da warst, der vierte. Danke. Ich sitze am Fösen und sitze mir schwarz so. Ja. Wie mit der Frauenstrafe anstatt Schwarzau mit Novaks Kapelle gespielt. Ist im Buckel nicht halten. Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen, wie es im Häfen gespielt hat, in der Schwarzau. Ja, das ist im da bei uns da, ne? In der Kirchengegend. Da ist die Schwarzau, das sind die Frauen. Frauenstrafanstalt. Ja, der Tanzer war wirklich gut. Ja. Und was heute, ja. wenn es mit Uli Bär redst, nur über den Tanzer, kriegt er Immer auch feuchte Augen, ja. sehr feuchte Augenwinkel, ja. Ein Tanz ist ein Wiener, ist eh. Mit wem habe ich das dann Die verbunden? haben wir es gedacht. Ja. Kasematten, sagt der Wolfgang Krohatzka. Wolfgang Krohatzka ist da, grüß dich. Weil der Wolfgang ist kein Wiener, nämlich. Das ist ein gebürtiger Wolfsgrab. Achso, ne, ja gut, aber das Ja, ist ja, ja Wiener Wien. Wolf. Das ist ja Wien. Na, interessant, ja. Na, aber Tanzer ist auch definitiv einer der ganz großen. Aber es waren eben diese Größen des Austro-Pops, muss man wirklich sagen, einstmals, das waren auch alle groß. Die waren noch wirklich, die haben waren alle aber was auch gut. gehabt, ja. Aber dass der Nina aus Wien von Tulln kommt, ja, Iron Acker, weißt du. Das ist, wir reden ja jetzt davon, die Austro-Popper von früher. Von früher, ja. Ja, von die. Alexander Hauser, grüß dich alle miteinander, jawohl. Jö. Moment, ja, da ist er schon daheim. Na, gestern, Sonntag. Sonntag hat es geheißen, ja. Herzlich, Bist du schon daheim, oder? herzlich willkommen in der Heimat. Bist du schon back von der USA? Nicht, dass man Back in the. USSA, so war das. Das ist was anderes. Haben wir auch schon mit die Plusschrammeln Ja. verbraten, ja? Zum Wohle. Zum Wohl. Auf euch alle. Herr Seid zum Wohl. Hauser, im Speziellen jetzt da. Jetzt habe ich austrunken. Ui. Ja. Einen Rest haben wir noch. Schau, Felix Luckern, da kennt sie aus. Falsch. Der Nino kommt auch aus Wien. Das ist der Wudo Jürgens. Doch schau her. Da untersteht wieder Aufklärung. Siehst du das? Miteinander bringen wir es hin. Miteinander bringen wir ja was zusammen. Genau so ist es. Sprachpolizei. Hier schon der Haus in St. Magdalena. 3 Kilometer von mir der Oststeiermarker Haus gehabt. Ah, ja. Ich verstehe, ja. Ne, und der Novacek Herbert, Der ist da und bei dir? der ist Ums da Eck. daheim und Da der daheim, ist ja. ein Bassist bei uns bei den Bluesschrammeln und von den Untouchables. Und wer es noch kennt, Legende von der Acid. Acid. Jawohl. Und der war lang ich glaube, der Studiobassist oder was vom Hirsch. Ja, und auch live, aber Studio auch und war noch live, War live live auf auch. Tour, ja. Aber Der Herbert, war- der erzählt ja oft noch gern so einige Schnurren und Geschichten mit dem Ludwig, was er Ja, erlebt hat. Ja. ja. Weil der Ludwig kam einmal drauf, ist ihm das aufgefallen, dass der Herbert ja auch Cello gelernt und studiert hat ursprünglich. Das hat er ihm auf einer Tour gleich eingebrockt, dass er bei einer Nummer da was Cello spielen musste. Der Herbert hat, ich habe gar nicht mehr gewusst, wo ich mir jetzt habe, am Kosten irgendwo das gelegen. Ich habe nichts mehr kennen, aber der Ludwig hat sich das unbedingt eingebildet einmal. Okay. Bei irgendeiner Tour, ja. Ja. Musste der Herbert Novacek auch Cello spielen. Ja, der wird sich gefeiert. Und auch für etliche Arrangements auch. Bei etlichen LPs von den Älteren war da als Arrangeur ja, ist da Herbert Novacek und Dings drauf gewesen. war viel mit dem unterwegs. War viel unterwegs, ja. Der Tanzer ist aus Asperhofen, sagt der Wolfgang. Schau, heute lernen wir was.
Ah, Asperhofen, ja, okay. Schane Spießleiner habe ich für Georg Tanzer Pizza machen dürfen in meiner Lehrzeit. Na schau, Weltklasse. Bei der Kineten vom Amboss kommen wir jedes Mal die drinnen. Bravo Ulrich. Wird wieder kommen, hoffentlich nicht bald, weil das wenn dann Spiel ist in der Hoffentlich. wie heißt das? Solo, in der Solo-Pavlatschen. Ja. Aber wenn mal wieder eine Solo-Pavlatschen ist und du dabei bist, spiel ich das wieder. Mittwoch 11 Uhr angekommen, Alexander Hauser, bravo. Ja, passt, ja, super. Ja. Mittwoch angekommen, da muss ich eine Rüge fast erteilen. Ah nein, schreibt Montag. Am Montag oder was? Nein? Was ist du schreibst wirr. Alexander Hauser, du schreibst wirr, das können wir so nicht mehr verarbeiten. Der Franz Heim sagt, dann hat dieser gestorben. Naja, gut, da gibt es also echt, da gibt es Diskussionen. Ja, da muss ich aber sagen, beim Alex Hauser, weiß nicht, weil wenn er am Mittwoch angekommen ist, hätte er ja am Donnerstag eigentlich. Beim Taschenschlag, ja, zum Taschenschlag kommen. Was war da, was ist da? Das kann ja nicht sein. Was ist los? Das kann ja nicht sein, Skandal. Das ist ein Skandal. Bravo. Auf jeden Fall, Alexander Hauser ist wieder in Österreich gelandet. Ich muss sofort schauen, ob ich das finde. Jawohl, da steht er. Alexander Hauser im Gerstl-Leiberl vor der Golden Gate Bridge. Und vor allem das Beste an dem Foto, was ich wirklich so gut finde, man sieht wirklich die Golden Gate Bridge. Die Brücken ist sichtbar. Ich kenne so viele Fotos von Bekannten und Verwandten, die dort schon waren, und da sieht man von der Bridge nichts, weil da ist das komplett im Nebel und da sieht man nur den Dunst und man sieht die Brücken. Absolut. Das ist nicht sehr oft nämlich dort, dass man das so sieht. Weltklasse, wirklich. Absolut Weltklasse. Nein, schreibt Alexander Hauser erklärt auf. Heute, Montag ist er. Dann bitte entschuldigt. Dann bist du entschuldigt. Weil du hast, glaube ich, das letzte Mal geschrieben, Sonntag geht's an. Also dann kommt das hin. Weltklasse. Schön, dass du gesund wieder daheim angekommen bist und hoffentlich, oder ich bin sicher, mit besten Eindrücken und einem tollen Erinnerungen an diese USA-Reise. Ja, da bin ich überzeugt davon. Der Rurzger Wolfgang sagt, Novacek war auch bei Stress, haben ein sensationelle EP mit High Noon in Favoriten aufgenommen. Das sagt mir nichts. Stress sagt mir tatsächlich nichts. Ja. Sprachpolizei sagt es richtig, als echte Wiener muss deine Mutter eine bämische Möschbeißkirchen gewesen sein. Meine Rede. Alles andere ist nur Larifari. So, Patrick, was reißen wir? Na, was Schönes. Wie der Rudi Koschelo. Na, was sollen wir spielen? Sollen wir das spielen, was sich hier wünscht, oder sollen wir was Schönes spielen? Was sage ich Rudi Koschelo? Immer wieder. Sollen wir das spielen, was sich wünscht, oder was Schönes? Na, Rudi. Eine mächtige Aussage. Ich kenne ja auch schon Jahrzehnte. Ja. Ein kleiner Bub bin. Tatsächlich. Naja. Weil das jetzt passt, die Nummer passt jetzt eigentlich zum Alexander Hauser eigentlich. Stimmt eigentlich. Stimmt. Dem Alexander Hauser gewidmet samt seiner charmanten Gattin natürlich. Müssen wir dazu sagen. Weil ich glaube, ihr wart ja gemeinsam. Ja. Ich muss den Schluckerl noch Nimm einen Schluck. Meine Frau ist Patientin bei Dr. Google. Der Franz M., jawohl. So schaut's aus, Herr Wahler, Kirchscheirer. Weingart nach Biesenberg. Na, werden wir dann auch noch machen. Ja. Aber jetzt reißen wir für die Hausers und haut eine bitte eine Orgie an rote Achteln, dass Alexander Hauser samt Gattin bestens und gesund und munter und fröhlich und glücklich und zufrieden schön, dass da und mit besten Eindrücken wieder in Wien oder beziehungsweise in Klosterneuburg daheim sind, wieder da sind von einer 2-wöchigen Reise an die Westküste der USA. Haut eine herzlichsten Willkommensachtel-Orgie. Und wir reißen ein Lied dazu. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das denk ich mir immer, sitz im Zug ich einmal drin. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus, bis der Zug endlich einfährt, ist mein Herz längst schon zu Haus. Woanders kann schön sein,
doch daheim ist halt daheim. Da kenn ich ja jedes Gassel, jeden Stein und jeden Baum. Drum sag ich halt immer, egal wo ich bin, das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Oft ergibt es sich im Leben, dass du fort musst von zu Haus. Und dann stehst du in einem fremden Land und kennst dich nicht aus. Heimlich schleichst du dich zum Bahnhof, schaust voll Sehnsucht auf das Gleis. Und eine kleine Melodie erklingt in dir leis. Gedanken Kilometer voraus, bis der Ton endlich heimfährt, ist der Herz längst schon zu Haus. Woanders kann schön sein, doch daheim ist halt daheim. Dort kenn ich ja jedes Gassel, jeden Stein und jeden Baum. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus, bis der Zug endlich fährt, ist der Herz längst schon zu Haus. Woanders kann's schön sein, doch daheim ist halt daheim. Das singen wir ewig. Da kenn ich ja jedes Gassel, an jedem Stein und jeden Baum. Drum denk ich heut immer, egal wo ich bin, das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Fast ein Rund alles. Fast, ein Rund. ja. Jetzt Jetzt haben wir die Kurven gekriegt, ne? Ja. Nicht so wie die, dass man, naja, lassen wir das Thema. Eine Viertelstunde lang das gleiche spielt. Haben wir auch schon gehabt. Haben wir schon gehabt, ja. Ja. In 2 Wochen schaffe ich es nicht an die Westküste der USA mit dem Bike. Ja. Ja. Ja, musst dich halt ein bisschen bemühen. Du musst ein bisschen das Wettbewerbsgen aktivieren in dir, dann hat das schon. Dann kauf halt einen Vorschein um 32 Groschen. Das ist eine Idee. Ja. Was haben wir noch? Meine Mutter war Schlesierin aus Kuhländchen, der Vater aus Obersankt Veit. Bravo, Sprachpolizei. Jawohl. Jetzt ist mir viel klar. Einmalig. Meine Mutter war aus Wesseli an der March und der mährisch-böhmischen Küche mächtig. Georg Scheurer, wie soll ich sagen? Wer dich kennt, kann nur darauf sagen, das sieht man. Bravo, Schule. Na gut, 32 Groschen. Wenn der Franz Hemd das so bringt, gut. würde ich sagen. Ein Lied von Hermann Leopoldi. Ich weiß aber nicht, wer den Text geschrieben hat jetzt da. Ich weiß jetzt auch nicht auswendig, leider. Weiß ich das jetzt nicht? Aber auf jeden Fall ein patriotisches Lied, wenn man so will, oder patriotisch ein gewisses mit Heimatgefühl verbundenes Lied, das umso mehr unter die Haut geht, ehrlich gesagt, wenn man bedenkt, dass er das in die 30er Jahre, Anfang der 30er Jahre geschrieben hat. Dann ja in Buchenwald tatsächlich im KZ war, noch es geschafft hat, relativ bald, durch Mithilfe vieler Freunde, Familie und Co., das KZ zu verlassen, zu emigrieren nach Amerika. Mhm. Und dort erst wurde dann dieses Lied erstmals mitgeschnitten in ein Kaffeehaus. Mhm. Und das war quasi die Erstveröffentlichung.
findet man heute auf der Schallplatte respektive CD Leopoldi in Amerika. So heißt die Platten. Da findet man das Lied drauf und wie man es damals runtergekocht, mittlerweile gibt es ja Noten, Gibt's, ja. aber wie man es damals runtergekocht von der Schallplatte, hat es noch nicht so gegeben. Ja. So, na gut, das reißen wir an. Es gibt schon so Zeiten im Leben, da geht einem alles daneben. Da lässt einen alles und jeder im Stich. Man zweifelt an allem, man zweifelt an sich. Und bin ich schon mal hin und wieder mir selbst und den anderen zuwider, trag ich mein Gemüt in die Reparatur, in Gottes freie Natur. Dann kauf ich mir für 32 Groschen einen Vorschein noch ne Idee. Da draußen halt die ganze Welt im Goschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen in der Nähe von Wien. Wir haben es gleich. Im Weltengetriebe, da begegnet uns öfters die Liebe. Sie geht in Gestalt eines Mädels vorbei, mit lachendem Auge, immer lachenden Mai. Mein Mädel, das ist sehr bescheiden, dass mich alle Menschen beneiden. Wir küssen uns satt in der inneren Stadt, und wenn sie dann Namenstag hat, da kauf ich ihr für 32 Groschen einen Vorschein noch ne wollt ich. Da draußen halt die ganze Welt im Goschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen, ganz in der Nähe von Wien. In allen erdenklichen Staaten, ja, da streiten die Herren Diplomaten. Ob rechts oder links nur die Seligkeit wär, ja, so streiten sie hin, so streiten sie her. Und wie schon die Großen der Erde, so macht es die folgsame Herde. Sie folgt ihren Führern durch dünn und durch dick. Aber ich, wenn ich her Politik, naja, dann kaufe ich mir für 32 Groschen einen Vorschein noch ne wollt ich. Da draußen halt die ganze Welt im Goschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen in der Nähe von Wien. Jawohl. Jawohl. Ja, Und unser großartiger Manfred Kraft, wo habe ich das? Da. Text ist von E.W. Spahn. Dank dir herzlichst. Weil man der Text ist nämlich ja wirklich das. Ist wirklich ein großartiger Text. Wirklich, die Nummer ist überhaupt gut. Also danke Manfred Kraft für den Hinweis. Spahn. Habe ich schon öfters, ist mir schon untergekommen, nämlich so auch. Ja, vom Spahn. Ja. Und die Sabine Saas. Morgen ist leider die Nacht wieder aus. Gute Nacht, mein Lieben, für die Gott. Schön, dass du dabei warst. Gute Liebe Nacht, Grüße. meine Lieben. Schlaft's gut. Schöne Ja, Grüße an Ludwig, ja? Mein Schatz ist bei der Feuerwehr in Gritzendorf. Kennt ihr das? Nein, das kann ich nicht leider. Was klingt lustig? Mein Schatz ist bei der Feuerwehr. Ist auch vom Leopoldi, ja? Ist auch, ja, es Da kommt mir ist so bekannt gern, vor. weil er so viel Spritzendorf und Ah, so. so, geht, ja, auf die ja, Art ja, geht ja. das Lied. Es sagt noch ein bisschen was. Sagt noch was, ja. Es sagt noch was, ja. Ja, der Schnucki ist natürlich auch
Aber das kann ich nicht. Nicht auswendig, sagen wir so. War schneller, musst die erste CD suchen, Franz M. Bravo. Aber das, so stellen wir das vor. Zusammenarbeit. Ja, das ist bei uns, wird da zusammengearbeitet. Mit uns und euch als Publikum. Pavlatsch ist die dazu. So gehört sich das. Freut mich. Ich hab einen Weingarten. Ich hab einen Weingarten am Piesenberg. Ich bin da gern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rhein dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort mein Hügel in meinem Weingarten am Piesenberg. Transit wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vögel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Piesenberg, das Fleckerl, das mir allein nicht her. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das Allerbeste. Der Rebfall wäre so. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häuseln darin. Und gleich bei der Kirchen um See, da liegt die Buschenschank-Taschler versteckt. Kleine in der Kirche
vom Kohlenberger Dorf. Da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und nur ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten, echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Du, die ist noch nix neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hamur und Vögel liegen darin. In der Busche schaut der Schlamm am Rande von Wien. Gleich in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und nur ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten, echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Es ist so die Gemütlichkeit. Und klein. Der Wein ist herrlich und nur ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten, echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. C7. Man kennt fast sagen, zu jeder Zeit spiel ich den Trottel für die Leute. Und manches Mal platzt mir der Graben. Da kennt den Wurstel, ich da Schlag. Die Kasperl spielt, die stört mich nicht. Danke an meinen Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund hast Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lad ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komme, sagt mir gleich, unterhalt mich, komm, ich lade dich ein. Ja, so mach mein Herz ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert. So lachen wir beim Weinverein, aber am Ende bleibt halt nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund hast Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei, ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit.
und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde allein. Und hat das Leben das Ende mir gebracht, kein Mensch mehr über mich dann lacht. Ja, so macht die Augen langsam zu und geh allein nicht an zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit, das ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief ein. Kopf kalt, Knie auf die Schulter und die Finger zwickt. Und auf geschürfte Wunden ob Skiverretzung oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ob Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schule und ein blauer Fleck am Wadel. Ob eingeschossene Schellen oder beim Zügeln was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ist mir älter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche so, die ja noch so schwer, der Mama nimmer mehr. Weil du legst deinen Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was dir weh tut.
Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Gibt nichts mehr, was der Welt tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gern so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Na, das war Potpourri. Ein Potpourri, ja, Deluxe Ein wieder. Potpourri, Deluxe, wie ich immer sage. Beste. Das ist, ja, so. Hat mich fast, der Tennisarm hat mich da fast jetzt gekillt. Hast. Aber bitte schaut euch die Achteln von eines von die gespritzten Glaseln ein, die Ja, Bierglaseln Wahnsinn, ein. Wahnsinn, danke. Musikalische Hochlichter der Knaben, Dankeschön. Danke. Mann, mir mag's noch heute noch Feder von lauter Ganslaut. Dankeschön. Was sagt der Iron Acker? Das 23er Trio hätte auch noch Klaus vertont. Passt aber jetzt nicht dazu. Das 23er Trio. Ja. Da stehe ich jetzt auf der. Stehe auf der SAF. Ja. Also auf der. Ne, sagt man nicht, da steht man jetzt auf der SAF, ist was anderes. Auf der Leitung. Auf der Leitung, das wollte ich sagen. Auf der SAF. der langen. steht vielleicht auch. Der lange Leitung. Weiß ich jetzt nicht. Aber danke schön. Zuspruch in verschiedenster Art. Ja. Genau, der Iron Acker, die Strophe könnte ich den Wurstel da schlagen, steht im absoluten Widerspruch zu dem Wurstel, kann keiner da schlagen. Ja, ich könnte ihm da schlagen. Natürlich, man macht es nicht, weil man kann es nicht. Dadurch passt es ja. Ja, das ist ja das. Aber das 23er Trio, was warte ich? Was meinst du mit Iron Acker? Das interessiert mich. Aber nicht einen blassen Schimmer hätte ich davon, was das sein Bei könnte. dir erwarte ich sie auch nicht. Aber bei einem Genie, wie es bei mir ist, hätte man das schon. Habe ich das heute schon erwähnt, dass ich ein Genie bin? Nix, trink einen Schluck. Entschuldige. Oder was trinkt, kann er nicht so viel Blödsinn reden. Hast du, Da warten wir ein bisschen Parker ab. Warten wir ein Parker ab. Gut war er. Da haben wir schon lang. Ja. Es ist schon halber Öfe. Schön langsam. Ja, aber Soll ich noch ein Flascherl holen? ich das schon. Bitte hol ich noch ein Fläschchen. Bitte schon. Hol ich noch ein Fläschchen. Trinkt man noch ein Flasche. Schau, trinken wir noch eine Flasche. Aus dem 23er Jahr, also Brokkoli, Banner, Meidlinger Ale. Jesus, na. Achso, die Brokkoli. 23er Trio. Die Brokkoli, was hast du gegen die Brokkoli? Der Wölschheim. Ja, ein Genie. Schöne Grüße an meine Tochter und mein Weiberl. Beste Grüße an Retour. Wolfgang. Jetzt die beiden. 24 ist was anderes auch da. Das ist so was anderes. Du glaubst, ich habe nur einen im Kühlschrank. Magst du einen gelben Muskateller? Ja, wenn du möchtest, was du möchtest, Patrick, ich überlasse dir vollkommen freie Ein Hand. Achtel trinke ich ja noch. Ein Achtel Eine Achtel. Mehr Franz kriegst du nicht. Anton Meyer, gelber Muskateller. Fruchtig, opulenter Duft und typische Muskatnoten, gepaart mit gut eingebundener Säure, zeichnet sie einen hervorragenden Sommerwein. Sommerwein, Sommer, wie jetzt passt. Ja. Naja, schau, ich habe mich da verdaut gehabt, weil es gibt ja diese berühmte FX-Meyer-Kur, Saftkur. Nicht? Die FX-Meyer-Kur. Kirchberg am Wagram. Und jetzt habe ich das, und ich habe das dann verdaut und haben wir dann eben da. Du hast den nicht? FA Meyer Da haben wir genommen. einen FA, wir haben das so, das passt auch. bin Und da haben wir das Leiber, da kann ich eine Softkur machen. Und als ich dann die kistenweise Wein daheim hatte, bin ich draufgekommen, ach so, FX Meyer. Das war ein weiser Entschluss, aber ein weiser Irrtum fast, muss man da sagen. Naja, die nächste Verwechslung war gewesen der FX Bichler. Also ich schaffe, dass ich diese Kur, dass ich diese Kur mit einer äußerst großen Freude beschließe. Ja, ich meine natürlich, dass ich natürlich dann nicht, also annehmen wirst nicht bei der Kur, was ich schon habe.
Kriegst du einen Tennisanfang getauscht? Ja, Manfred Kraft, wirklich. Ich hab da links ist. Ja, ist der muss wirklich aufpassen, ja, wie man so sagt. Ne? links ist echt ein Problem. Also, und jetzt war schon, jetzt haben wir lang gespielt, nicht? Und Ohne, in der und die Haltung. gleiche die Haltung, ja, genau. Und da bist du das von denen. Aber wir haben schon, ich habe die Rechten, die sehr zum Wohl, Prost auf euch. Zum Wohl auf euch, meine Lieben, ja. Das. Ein Asel mit rüber. Noch schlecht. Mit drauf steht Sommerwein, ja, das ist. Wow. Oder war es jetzt lieber gewesen, dass wir nicht noch in Flasche laufen? Na, vom Sommer habe ich eigentlich genug gehabt, jetzt, das muss ich wirklich sagen. Ja, aber von dem nicht. Aber das ist jetzt. Das ist schon so. Da. Rebensaft abgelaufen, daher schon vergoren, jawohl. Fährt der Herr Rutger heute noch mit dem Auto? Nein. Natürlich nicht. Da bist du dorthin muss er kommen, weil dort ist das Gästezimmer. Also es ist 10 Schritte. Ja. Wer hat mich gefragt überhaupt, Was denn? ob ich noch mit dem Automobile Der fahre? Felix Lahn. so. Felix Lukan, Entschuldige. Natürlich Du auch nicht. schon. Natürlich nicht mehr. Jawohl. Ich habe tatsächlich, das war also meine Hochblüte, wie ich meinen berühmten Motorrad-Doppelunfall gehabt habe. Doppelte Steuerer. Habe ich dann da quasi einen Tennisarm gehabt. In der Folge dann. Daraus halt. Und parallel hat sich der dazu entwickelt. Und das war echt. Und ich weiß nicht, ich bin beim Orthopäden gestanden. Ich habe gesagt, ja, folgendes, rechts bitte, Motorradunfall. Ja, nein, das kriegen wir hin. Jackerl. Also ich sehe, gegönnt worden, alles in Ordnung. Infiltration. Infiltration. Das 2-3 Mal machen und dann sollte es normal weg sein. Also sollte weg sein. Der war links aus. Und auf welche Seiten sind sie geflogen, sind nach rechts. Aber das ist vom Gitarrespielen links. Das ist von dieser Haltung. Wirklich, aber das tut dann nicht immer. Also das habe ich. Allerdings, es ist jetzt so, es war jetzt doch, jetzt haben wir länger gespielt einfach. Das war jetzt doch ein paar Lieder. Das war doch einige 10 Minuten oder länger sogar. Das hat sich jetzt schon, das wird schon besser, aber das hat sich schon ordentlich. Ja. Das ist so wie wenn kommt der Patient zum Arzt, fragt der Arzt nicht, na was haben Sie denn? Der Patient drauf, alles, ich bin ein Kunde der gesamten Heilkunde. Patient der gesamten Heilkunde. Ja. Karl Farkasch. Ja. Was haben Sie denn? Sprachpolizei ist super, ja. Sagt, jetzt vom Tennis kriegt man leider keinen Gitarrenarm. Das ist richtig. Da ist ja der Raffi ist da, mein Depp vergessen. Schönen Abend. Servus, Bravo, grüß dich. Bravo, Raffi, ja. Freuen Sie alle über diese sprachpolizeiliche Tennis-Gitarrenarm-Aussage. Wobei auch der Schläger hat eine Bespannung. Ja, genau. Ja. Bei mir ist halt keine Kreuzspannung. Ne? Wie ist das halt? Nein. Ja. Aber ich kann mich erinnern, wie du das einmal schon links gehabt hast, hast du spielen können, da hat er sich mit dem Darm immer einhängen müssen. Dann haben wir den Abend noch zu Ende gebracht, kann mich mehr erinnern. Ja. Ja, und einmal habe ich links was gehabt, aber ich weiß bis heute nicht, was das war. Da haben wir tatsächlich gehabt vom Verteidigungsministerium. In der Haben wir da Wachau gespielt, ja, genau. Wir mussten wirklich abbrechen dann. Ja. Also es war zum... Ja, schon zum Ende. Ich habe da noch ein paar Sachen allein gespielt, aber es war schon zum Ende, Gott sei Dank. Ja. Nein, aber es war eigentlich nicht... Das war nicht mehr möglich. Nicht das war unmöglich. ganz schlimm. Das war aber die Schuld. Aus dem heiteren Himmel... Nein, es war da. Aber das das war ist auch unten, da kann mich nicht irgendwo. erinnern. Aber nicht der das Tennis, ne? sondern das war da irgendwo. Und diese aus dem heiteren Himmel, wir haben gespielt, war alles leid und das hat auf einmal angefangen immer mehr zum Wehtun. Und dann habe ich den Arm nicht mehr bewegen können. Und das war dann wirklich so, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr Gitarre spielen, das geht nicht. Ja. Und dann, wir wurden da nämlich vom Bundesheer chauffiert, also wir sind auch heimgeführt worden. Ja. Und der Fahrer beim Heimfahren, ja, das war total lieb, weil ich habe dem so leid da, wie mir alles wehgetan. Und ich bin wirklich daheim gestanden dann vor dem Bett. Ja, genau. Und da habe ich gedacht, wie komme ich jetzt aus dem Hemd raus? Du hast es dann geschafft, du hast dich nur mehr aufs Bett gehauen, so hast du gesagt. Dann kann mich erinnern. Ich habe mich in den Arm, ich habe mich aufs Bett und habe mich dann so ausgezogen ich habe den Arm nicht bewegen können. Aber da sieht man, wo man alles kriegen, was man alles haben kann, wo Ja, man aber gar nicht weiß. Und das war wieder relativ bald dann weg. Es war am nächsten Tag so gut, dass ich nicht mehr zum Arzt gegangen bin. Ja. Interessant, was für Dinge es gibt. Das war Wahnsinn. Aber das war wirklich so, also da war Spielen unmöglich. Unmöglich, ja. Und einmal haben wir gespielt am Ball. Ja gut, aber 4 gehabt. Da hast du Fieber gehabt, wirklich, da hast 3 Liter gespielt und dann ist er ins Nebenkammerl gegangen, da hat es eine Kammer gegeben, hat sie Kurz hingelegt. kurz hingelegt
Ja, das war. Da hat er mir auch der Baum. Der war, ja, das. Ja, aber es sind so Sachen, aber interessant. Wie viel Wald wird der Patrick heute umsaugen? Ist mir wurscht, da im Gästezimmer, da habe ich die Tür zugemacht, Wird nicht so ich schlimm liege im sein. anderen Stock. Wird nicht so schlimm sein. Nein. Ja. Einiges Russland, ja moin, die Probleme sind immer links, rechts ist nie was. Das sagt, einig. Ja, naja, nach rechts habe ich schon auch. Aber ein politisches Statement so zum Abend hin. Ja. Ich hab's in der Mieten gehabt. Und man kann damals. nicht, man Als kann, junger ja, Bub hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Seither nie wieder. Das ist Jahrzehnte her, Gott sei Dank. ja, das war grandios. Aber Das als war junger wirklich- Bursch. Als junger, wirklich als junger Wir haben Bursch. gespielt in Metropol. Ja. Haben wir gespielt. Und du hast gesagt, erst, Alter, das können wir nicht ansagen, das geht nicht. Der Patrick am Vortag, also wir haben uns noch zur Probe getroffen, nicht, weil wir Ja. das noch ernst genommen haben. Auf einmal leitet Telefon, der Patrick dran, mit dem Handy, nicht wahr? Mit damals, ja, Modell Feldfunk. Ja, mit so einem Handy. Und sagt, ich habe gerade einen Hexenschuss gehabt, du musst mich holen. Ich stehe in der Haltestelle Thalierstraßen, glaube ich. Nicht? Thalierstraßenecke Maröttinger Großen. Bin gerade aus dem 46 ausgestiegen. Eine ältere Dame war so freundlich, hat mir das Akkordeon, die große Harmonikakoffer obertragen, weil ich war nicht mehr fähig, das zu heben. Ich habe mich gerade noch so aus der Straßenbahn irgendwie geschält und hinunter. Noch kein Niederflur damals. Na? Nein. Und habe ihn Klausi angerufen, der hat mich dann von dort umgeholt. Und der Kasperl bleibt auf der Straße. Und Ja, aber- na komm um, sag ich, Klausi, Du kannst ja nicht stehen bleiben. Ich kann die Harmonika nicht tragen. Bin auf der abbiege Spur, so kann geht schon nicht. kommen. Das muss kommen. Ein Warnblinker eine, außer nicht. Und da reden wir jetzt, das ist 25 Jahre her, ja, die ganze Ja, Geschichte. Ja, ja. Also wir junge Burschen. Und ich hab die Harmonika, ich hab alle gewungen, tut mir leid, ich blockiere da gerade die Maroldinger Gassen. Der rennt davon. Ich bin nicht noch. Ja, was soll ich machen? Das hat so 10 Minuten gebraucht, bis ich eingestiegen bin. Ja, Mann. Hab ich gewusst, von vorne, seitlich, na so geht's auch nicht. Und so. Ich hab schon gehupt. Steig ein, Deppert aus! Das war schlimm. Wenn Sie Ja, ich kann ja wenn nicht. Sie kann ja nicht. Ich war völlig fertig. So die Schweißperlen gehabt vor lauter Schmerz. Das war Ein Wahnsinn. Absolut. Also haben wir aber tatsächlich eine Probe, eine Probe gemacht. absolviert. Ja. Nächsten Tag hast du ein Jackerl vom Onkel Doktor Der Onkel Doktor kriegt gesagt, ja, das ist- ist ein Bandscheibenvorfall. Ja, aber es wird schon wieder, hat er gesagt. Ja. Aber beim Konzert, das war wirklich so, Patrick betrat die Bühne und sich hingesetzt. Langsam. Dann betrat der Klausi die Bühne mit meiner Gitarre und mit der Harmonika und habe ihm die Harmonika umgehängt. Das war Wahnsinn. Na, diese Schmach eines Musikers, wenn du das Instrument nicht selber nehmen kannst, das ist. Na, schier war das. Naja, ich meine, vor allem in dem Alter. Nicht? Aber seither bewege ich mich viel. Nicht? Ja, ja. Es hat schon einen Sinn. Das ist, na, Gott sei Dank. Bewegung ist gefördert. Gott sei Dank hatte ich sowas nicht mehr. Also das. Aber ich mache das auch zum Beispiel, Dennis Am und Co. war nix. Ich muss sagen, ich Einfach was mache anderes. immer starke Dehnungen, Die Dehnungsübungen. Leute rennen davon. Naja, ich mache immer so Dehnungsübungen verschiedene und das macht schon besser. Das ist schon. Aber wie gesagt, so klar. längere Lieder manchmal. Und dann hänge ich so drinnen und das war's dann. Das war's dann. Mit. Dann tut das halt weh. Das ist nicht schlecht, gell? Das ist ein Trepferl. Meine Herrschaft, wenn wir gerade so beim Trinken sind, vergesst mir bitte nicht. Vergesst mir bitte nicht. Auf den Schmattes! Ihr findet jetzt die Möglichkeiten in der Videobeschreibung für einen kleinen Obolus für die Musik, wenn euch die Musik gefallen hat. Würde uns sehr, sehr freuen. Sprachpolizei, aber in der Pubertät kann man leicht einen Penis an. Penis an, ja. aufnehmen. Du, ich glaube, dass das nicht nur auf die Pubertät beschränkt ist. Jetzt war's, es hört. Ja, nicht alle. Ich hast du davor. Da schau her, der Raffi sagt, Klaus und Patrick, seht ihr euch Karl Hodiner CDs. Was man so nicht bekommt. Ja, Welt, Raffi. Ja, da freue ich mich jetzt schon. Was magst du? Gehst du Liegestütz machen oder was? So ein Backel Chic wieder sie. So viel zum Thema Bewegung, gesund leben und so, gell? Ja, warte, ich will mir noch ein Backel Chic, gell? Ja. So sind's, ne?
Ja, so waren's. Ja, so sind's. Ja, so waren's. Und so sind's die alten Rittersleid. Ja. Nein, eine absolute Highlight-Strophe Und der von- Ritter Kunibert hat ein besonders langes Schwert und so. Ja, Ja, das so Lieder singen. Na, meine Lieblingsstrophe ist von Friedel Fessel. Und der Ritter Kunibert hat sich in der Schlacht die ganze Rüstung verbogen. Doch das war dem Ritter wurscht, der hat sich einfach eine neue gekauft. Ja, so war es. Also, da habe ich gedacht, ja, das ist, da habe ich als Kind wahnsinnig Fredel, ja. gut empfunden, weil man gedacht habe, ja, das ist eigentlich, Den habe ich auch immer sehr geschätzt, eigentlich, muss ich ehrlich sagen. ja. Auch später dann, der leider auch nicht mehr unter uns, ja. Ne? Aus Patrick raus. Na, jetzt habe ich mir die anzünden so. Patrick, kennst du eine gewisse Monika Ziehaar? Fragt der Sprachpolizei. Na, sagt mir nix. Monikas kenne ich mehrere, aber Monika Ziehaar sagt mir jetzt nix. Na, leider nicht. Mir auch nicht, mir auch nicht. Mir auch nicht. RNA bewegt mich auch viel. Was man nicht im Kopf hat. Ja. Ja, Training und Sport, sagt der Franz M. Der Gierkurtl hat sicher nicht gebraucht. Der hat anders trainiert. Ja, das stimmt. der hat anders trainiert, ja. Erst in seinen letzten Jahren hat ihm der Arzt empfohlen, er soll Lidscha bei 35 Grad auf und an spazieren gehen. Ich habe mir gedacht, das ist aber schon ein... Entschuldigt, das ist ein Trottelarzt. Ne? Das ist, der Kurtl hat sein ganzes Leben lang keine Bewegung gemacht. Der Felix Lukan, schau mal, da siehst du, wie dezent mehr arbeiten. Seid echt gesund, bechert's und müsst nie aufs WC. Toll. Naja, Der so viel weiß von der Menge. aber und dem Ehrlich jetzt gewieften nicht. Zuschauer muss natürlich aufgefallen sein, dass wir uns ein-, zweimal Ja, abwechselnd wohin bewegt haben. genau. Aber so sind wir, so sind wir. Solltest schon kennen. Eine Ziehharmonikaspielerin. Monika Ziehaar. Ziehharmonika. Schreibt wieder der Wolfgang. Ja, na, mir sagt das auch nichts. Aber ich bin ja auch wirklich mit Harmonikaspieler, ich bin mit ihm vollkommen bedient. Das reicht mir. Da kennt eh nur andere auch. Und das ist ja das Schöne, weil es sind ja sehr oft viele Gitarristen um mich herum, nicht mehr? Und umso mehr freue ich mich, wenn wir einmal 3, 4, 5 Quetscher sind Das freut mich nicht. und nur 1, 2 Gitarristen sind. Das ist so schön. Auch Georg Scheurer kennt sie. Philharmoniker. Also die Philharmoniker. Oder meinst du die Philharmoniker? Ha, ich kenne auch die Wiener Phil- Neustädter Philharmoniker, die gab es einmal. Ne, ich kenne die Wiener Philharmoniker. Die kenn ich aber- auch, ja. aber ich weiß nicht. Was reißen wir an, Patrick? Was reißen wir an? Mach mal ein Gespielten. Was spielst du? Ein Gespielten. Ha, Was willst du am besten? Franz M.
Nenze. Franz, ganz speziell für dich. Hat er sofort erkannt. Ja. Die Kretten ausgegangen sind. Ja, geht. Das von lauter Spülen, nicht? Aber eine schöne Nummer. Ich spiele es wirklich gern. Manfred Kraft, ja genau, nach dem Konzert drin. Ich habe erzählt, das war in Litschau. in Litschau, wie wir da die Matinee gegeben auf der großen Bühne. Ja, was weiß ich, 300-400 Leute irgendwo in der Größenordnung nicht? Und Zugaberufe und hin und her. Und ich habe aufs Häusl müssen. Und dann habe ich gesagt, Freunde, wisst ihr was? Wir spielen eine Zugabe, aber lasst mich vorher. Gehen. Dann haben wir noch ein paar Zugaben. Aber ich habe gedacht, Zehner hatte nichts dagegen, stand hinter der Bühne und sagt, macht's nur weiter. ich habe gedacht, aber ich kann jetzt doch nicht weiterspielen. Tut mir leid, Freunde, ich muss aufs Häusl. Wurde aber auch würdig begrüßt, wie ich wieder auf die Bühne gekommen bin. Absolut, ja. So, dann schon. Ja. Na gut, also die Ziehharmonika, Philharmonika, so wie war jetzt die Urfrage? Das war jetzt, da sind wir jetzt wirklich verarscht worden. Ja, na sicher. Monika Ich hab schon längst geschnallt, um was geht. So, haben sie uns eine Theater. Ist echt gelungen. Das Gesindel hat uns eine Theater. Wahnsinn. Ja. Ein Wahnsinn. Ja, na pass auf. Reißen wir noch irgend sowas an. Da dämpfen wir an. Oh, da hast du noch einen Zug gemacht. So schade um einen Tabak. Ich hab gerade einen Zug gemacht. So, da. Ein Schluckerl. Der ist wirklich gut, der Muskateller. Ist sehr gut, ja. Und es ist wirklich spannend. Also ich habe da meinen Humidor mit den Zigarren und am Pfeifen dabei. Aber ich hab echt wirklich absolut keinen. Ist gut. Oder man so da raus, also Zigaretten sowieso nicht. Das ist eher schon, für mich eher schon. Und ich muss eins sagen, wenn ich eine geraucht habe, hat der Klausi 2 geraucht. Ja, mindestens. Naja, je mehr es trunken hast, desto mehr hast du aufgeschlossen. Natürlich, ja, natürlich. Das war früher schon so. Patrick ist gekommen mit 3 Backeln für 2 Tage. Für 2 Tage, ja. Und sagt, Alter, was ist mit dir? Naja, ich meine nicht so viel, ne? Hin und her. Und dann habe ich schon gesagt, Klausi, hast du noch ein Backel da? Georg Scheuermann, das Werner Gmiert. Grasl meint der Iron Acker, Heide. Ja. Grasl, machen wir die Grasl da. Die Grasl dann. Ja. Werner Gmiert, können wir dann drauf hängen. So, also nicht direkt, aber. Direkt, ja, das lassen wir dann nicht stehen, ja. Ja. Können wir drauf. Was ist das? Das ist auch nicht B, ne? In S. In S, no. Jetzt AB, F. AB mehr. Was sind wir jetzt in F, ne? In F, ja. Ja, Das ist ein Handelmannschauffiere. Brauchst du ja nur rutschen. Dann machen wir, vielleicht fällt mir dazwischen noch was ein. Ja, genau. Bitte den Nachtvater nicht vergessen. Nein, genau, ja. Nein. Aber das machen wir dann als Abschluss. Als Abschluss, ja. Oder? Sollen wir dann dazwischen spielen? Das schauen wir mal. Na, lang machen wir nicht mehr. Wir machen schon langsam. Arbeiten wir jetzt nicht zum Schluss. Also, jetzt einmal der Graseltanz. Graseltanz, jawohl. Ja, aber ich trau mich nicht Hände sitzen Treiber drinnen. Sind keine schwarze Männer, da die Leute umbringen. Die haben mir einen gefriesen, mit Kohlenrohr geschmiert, ja. Aber der Teufel, der sich da einriert, aber den holt der Teufel, der sich da einriert. Da wird der Mus in Köln, muss einen Wein verholen. Dabei ums die Reiben sein Ladl mit Geld gestohlen. Dann packen sie die Stalltieren, die schreit, gebt's mir eine Ruhe, jo. Aber Treiber, die lachen und packen fest zu. Aber Treiber, die lachen und packen fest zu.
rauf, kommt der Graseleine. Der schreit ist verloren, hurcht's nur ja grad auf mich. Los geschwind die Tieren los und geb's dem Vierten sein Geld, jo. Weil wir holen uns von reichen Leid alles, was uns noch fehlt. Wir holen uns von reichen Leid alles, was uns noch fehlt. So hat das Leben kein Wert, nicht Fisch muss gehen. Der Mensch ist doch kein Pferd, nicht Setz, nicht Fahrt. Het muss ein Schimmel gehen, oder du dich an das letzte Gerstlaub. Na 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 na. Schenkt euch ein, Prost nix auf was man gern hat. Denn so jung wir hätte, kommen wir immer zusammen, tut's uns nicht verlassen. Weil Wien bei euch nicht will, wir's nutzen uns die alten Gossen, wann die Gemütlichkeit mit euch dahin. Wir haben schon dudelt unser gerne, drum haben wir unsere Schrammen gern. Mit so viel Herz spürt uns keiner. A wenn ein Lied wie es an mir gerne. Wunderbar ledig. Ja, danke schön. Exekutiert Deluxe. Mit so einer Gitarre kannst du leicht leibend auf der Gretchen spielen. Ne? Das ist
Naja, was Da musst du dich immer darauf hinweisen, dass ich ein Genie bin. Das Macht doch ist schon schon wieder genug. Einmalig, jawohl. So. Jawohl, eingeschliffener, genau, eingeschliffener. Gibt es aber so tatsächlich einen Tanz, der heißt der Der eingeschliffene? Eingeschliffene, ja. Gisanderwalzer, ja. Ja, in F-Dur fange ich in C an, weil das weiß ich, weil ich mit Hodiner den gespielt, der Hodiner sagt zu mir in C. Ich denke mir, Alter, das ist nicht, ich spiele da und spiele, das klingt nicht richtig. Na klar, war es in F, nur hat es mit C angefangen. Das ist ein Gletscherphänomen. Ja, das kennen wir alle. Ja, ich weiß. So, Freunde, ich würde vorschlagen, 11 ist, wir kommen zum Ende Ende, ja. und tu mal wieder den Text daher, sicher zu, weil Sicher, vor ja, der auf jeden Stunde Fall. Ja. auch schon. Die Achtel, danke. Schau. Danke, die Achtung von Ihnen. Ich danke ganz herzlich dafür. Patrick. Mit Danke. einer Gmier, natürlich einmalig. So, ich hätte meinen Text schon mal längst irgendwann ausschreiben können oder ausdrucken oder so. Habe ich aber nicht gemacht. Das macht ja nichts. Und da habe ich keinen Drucker, weißt du, der Klaus habe ich keinen. Der Wasser weg. Das Wasser ist ja schon weg. So. Geht aber wie der grüne Mettliner. Bravo, Iron Acker. So, nicht gut. Jetzt werden wir uns verabschieden nochmal mit, wenn der Nachtvater singt. Mit dem verabschieden wir uns. Ich danke euch herzlich jetzt schon für euren lieben Support, wie man es heute so sagt, was dieses Lied betrifft. Das freut mich wirklich sehr. Und dass ihr mit dabei wart, natürlich diesen Feiertag am Pfingstmontag. Wir sehen einander nächste Woche, spätestens hoffentlich wieder bei der Bablatschen. Am Freitag davor natürlich. 9 Uhr in der Früh, unserem Podcast. Schurfig Livestream auch. Ja. Da plaudern wir ein bisschen. Zum Spülen, wir haben jetzt öffentlich die Wochen, glaube ich. Erst wieder ab Samstag. Genau. Ab Samstag geht es rund sozusagen. Naja, da geht's, aber ist nicht alles öffentlich. Das ist nicht öffentlich. Ich weiß es gut auswendig. Samstag ja, das ist 48er Gipfeltreffen. Ja, genau. Das ist öffentlich. Ja. Schaut auf unserer Homepage und schaut auf Facebook, da sind wir vertreten. Absolut alles auf dem neuesten Stand jetzt da. Alles wirklich auf dem neuesten Stand, definitiv, ja. Und wir verabschieden uns mit, wenn der Nachtvater singt, quasi die zweite Premiere, Kann man so was sagen. natürlich ein Widerspruch ist. Nicht? Die zweite Premiere. Aber es gibt ja auch mittlerweile so Vorpremieren. Vorpremieren, ja, die Premiere davor, Vorpremiere und ja. Das gibt es alles. Ne? Immer 48 Gipfeltreffen, jawohl, Georg Scheurer schreibt es schon da, was ich da sehe. Ja, genau. Genau. Da spielen wir eine Stunde oder 1,5. Da beim ehemaligen Rinderzelt, dort ist es. Und wir werden uns we stay in contact, wie wir international das sagen. Im ehemaligen Rinderzelt, ja, genau. Richtig. Als kleiner Bub habe ich mir geglaubt, das ist das Ritterzelt. Aber Ja, nein, ich bin mir, glaube ich, Rinderzelt. Ich bin mir geglaubt, Rinder, nicht? Das ist quasi eine Farm, das Kind. Ich bin mir geglaubt, das ist ein Bauernhof. das Ritterzelt, wo die Ritterspiele aufgeführt werden. Nicht? Das ist das Zelt, da drinnen ist so eine extra Geschichte, der Boden, nicht? Was mit den Pferden reiten und so. Nein, das war aber nicht so. Ich glaube, nein, war nicht so. Das ist kein Ritter. Also das war ein Missplatz. war ein Aber es ist Missplatz, ja wurscht. Meine Lieben, danke euch herzlichst. Wir verabschieden uns. Danke. Hoffentlich würdig. Und auf bald. Pfiat euch Gott, Papa. Also Papa sage ich nachher auch nochmal. Aber Natürlich sagen wir das nachher. Sie liegt in ihrem Zimmer, die Augen sind schon dreht. Die Schwester bringt ein Supperl, sie meint's ja nur lieb. Sie hat ein schönes Leben gehabt, es gibt nichts mehr zum Tun. Und wie es ein Lied hört, versteht sie, da hat's nichts mehr verloren.
wann der Nachtvater singt sein letztes Lied. Dann hör nur gut zu und dann wirst langsam mit. Kein Schmerz, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur sei Stimm und dann Stille und dann endloser Traum. Er hat kurz nicht aufpasst, es schäbert und kracht, dann dreht sich mein Auto kreuz und quer durch die Nacht. Da liegt er, dann zwickt, er kriegt kaum noch Luft. Da hört er ein Liedl in der blechenen Gruft. Wann der Nachtvater singt sein letztes Lied, dann hör ihm gut zu und dann wirst langsam mit. Kein Schmerz, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur sei Stimm, dann Stille und dann endloser Traum. Ihr Mama am Abendfest, ja, sie zerdruckt sie schon fast. Das Munterbleiben ist für das kleine Mal nur ein Last. Der Arzt sagt zu töten, es dauert eh nicht mehr lang. Dabei hört schon das Madel einen friedlichen Gesang. Vater singt dein letztes Lied, dann hör nur gut zu und dann wirst langsam mit. Kein Schmerz, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur sei Stimme und dann Stille, dann endloser Traum. Kein Schmerz, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur sei Stimme und dann Stille und endloser Traum. Jawohl, es wird schon werden. In diesem Sinne, danke vielmals, alles Liebe. Für dich macht's es gut.